brauche nicht zu drücken. So, die vielleicht hier am Centre kulturell zu Irpelingen, ist ganz, ganz froh, dass so zahlreich kommen sieht. Wir haben sogar müssen heute Abend still beisetzen, das ist ein gutes Zeichen, das heißt, ihr seid interessiert an dem, was hier in der Region passiert. Ich begrüße aber auch ganz herzlich die Leute Livestream. Und ganz, ganz froh bin ich dann aber als zwei Ministerinnen hier zu Irpelingen der Sauer dürfen zu begrüßen, den François Bausch, der Minister für Mobilität und öffentliche Erbichten, und Enke de Claude Turmes, der Minister für die Landesplanung. Das ist eigentlich lange hier, dass wir zwei Minister mal nehmen dürften, heute begrüßen. Das heißt, dass die Regierung sich auch Zeit hält und viel Überlegungen möchte, was an der Nordstadt soll geschehen. Aber hier ist dann die dritte von 5 Infoversammlungen, die zwei echt wären zu Dickrich und zu Wettelbreck, also die echt an einer bisschen wie kleiner Gemeng. Der But ist es, für ein Entwicklungskonzept, eine Vision für die nächsten 10, 20 Jahre hier in der Region zu gehen. Ein bisschen mehr spezifisch wird man dann noch aber ob das neue Mobilitätskonzept 2035 noch angehen. Bon, ich habe immer gesagt, an der Nordstadt geschieht nichts. Wir denken aber, Nordstadt entwickelt sich permanent weiter. Die Landesplanung sieht ganz klar, dass hier soll den dritten Pol am Land entstehen. Ich meine, das begrüßt der Grof von uns auch. Höchstwertig Wohnen, Arbeitsplätze, neue Freizeitsmöglichkeiten sollen kreiert gehen. Ich meine, ein Bildungszentrum soll entstehen. Wir haben viele Listen, die sollen ausgebaut gehen. Wir wollen auf Gesundheitswesen, wollen wir auch ausbauen. Zu viele Ideen da. An der Nordstadt, wie gesagt, wibbelt es. Aber wenn an der Nordstadt wibbelt, gezwungenermaßen bewegt sich dann noch viel an der Kehrgemenge Irpeling-Sauer. Irpeling-Sauer gelegen zwischen Dickrich und Nettelbreck. Ich meine, wir schwätzen immer von dem Filetstück Zentralachs Angeldorf. Da kommen wir einfach nicht allein. Das wird nur doch natürlich Thema. Heisen. Der wüsste, das geschieht viel im Design oder wenn das am Gang sich zu füllen, dadurch gehen jene Plätze frei. Die echt Gebäude, wo es noch aus dem Boden halt zu Irpling, den Obercentre Erpeldange, ein riesiges Projekt für uns Gemeinde auf jeden Fall. Eng 700, 800 Einwohner werden wir dabei kriegen. Wie gesagt, ihr wisst, das lebt nun, und da kommen dann noch viele Probleme dabei durch, die dort noch den Abend vielleicht durchschwätzen. Ich denke an den Verkehr, ich denke an Infrastrukturen, die werden fehlen. Mit ganz anderen Sachen kommen dabei durch. Wir wären nur immer ein kleines Dörfchen hier, oder 3 kleine Dörfchen, Bierden, Irpeling, Angeldorf. Entre-temps schwätzen wir, dass wir in Nordstadt-Liste wollen hier an die Gemeinde kriegen. Und die würde dann der Presse hören, es wird den Abend noch vorgestellt, sogar in eine Zughaltestelle oder 2 sollen beikommen als Gemeinde zu Angeldorf, in Array, aber ja in Pol d'échange als Wirpling mit einem Parkhaus. Da werden die Ministerinnen an hier Leute auch drauf angehen. Also ich hoffe, auf jeden Fall, ob ich konstruktiven Échange den ich meine, der soll der Meinung so und der soll der Sorge vorbringen. Also gesehen, ich schon aber ein paar Leute hier vergisst, die auch hier um dich sitzen. Das sind dann Beamten, Enker der Riese Mark, das ist der Chef der Division von der Voirie Dickrich, der sitzt hier direkt rechts. Und dann immer unter der Marc Merche, wird noch mehr auf das Leitbild zu schwätzen kommen. Ingenieur Urbanist, den ist vom Büro Pakt. Der Büro Pakt hat doch schon an unserer Gemeinde geschafft, wird für die Nordstadt geschafft und ist auch engagiert für das Leitbild 35 auszuschaffen. Hier wird er doch präsentieren. Wir fangen noch mit dem Leitbild 35 an. Und ich meine, da gehe ich direkt weiter und der Minister Claude Turmes. Merci.
Schönen guten Abend. Ich bin ganz froh, heute zu sein. Merci auch dem Roger Michel und Claude Gleis für die freundliche Begrüßung. Merci auch ihre ganze Servicetechniken für diesen Abend möglich zu machen. Ich meine, wir schwätzen schon lange über die Nordstadt, wie ich an das Landesministerium gekommen bin, und dann habe ich gesagt, wie ich da für dich drüber geguckt, ja, da sind wir schon bald zurück an den 70er oder 80er Jahren vom letzten Jahrhundert. Gut, ich mein, das viel darüber geschwert gehen an wir wollen lo aber gucken, dass wir lo einen großen Sprung noch hier machen. Für wäre das wichtig, wir haben ein Land, das ein Spalt zu viel rund um die Hauptstadt seine Aktivitäten hört. Die letzten Regierungen haben nicht fertig gebracht, nachdem das Krise war an der Stahlindustrie, das Tejoven zugemerkt sind für Belval, eng neue Universität, Verwaltungen, ich meine, du hast ganz neues Leben am Süden entstanden, der hat auch eine ganz neue Dynamik an der Süde brucht, auch mit vielen neuen Arbeitsplätzen. Und die als das Molo wirklich auch Nordstadt als einen dritten Entwicklungspol vom Land entwickeln wollen. Und dann nicht nur für Heime, aber ich meine, das ist auch wichtig für all die Leute, die am Meislik wohnen, dass sie eben noch nicht müssen immer bis an die Stadt fahren für ihre Verwaltung, für ihr Erbecht, auch noch für ihre Kultur- oder Sportsachen. Wie will man das umgehen? Ich meine, wir probieren zusammen mit den 5 Gemengen zu überlegen, okay, wie könnte das hier ausgesehen an den nächsten Jahren, und das, wir nennen das dann eine Vision für 2035. Wenn so eine Vision entwickelt, dann müssen sich natürlich Menschen für dich fragen, wo sind wir stark, wo muss man noch besser gehen. Ich meine, da, wo ich fand, wo wir hier stark sind, das ist alles, was Natur ist. Also ich habe noch schon mal auf anderen Plätzen am Land gewohnt, wenn ich aber ehrlich bin, die hat kein anderer Platz am Land, wo der eng Staat hat mit all den Services, und dann hat er aber auch so schön Wasser noch bei Natur rund um Wasser, Büscher, Hängen. Also ich meine, das ist immens Natur. Und Hannover gesehen an den Markt Meerstadt vom Büropakt, dat mir im Detail vorstellt, dass als Idee ist, dass man all die schönen Plätze, die man haben, vom Biertränger Schloss bis auf Bettendorf, dass man die probieren zu verbannen an etwas für den Landschaftspark, dass ich das neue Fußgängerwege holt, dass das gut man ein Wöllers für Schloss ist, dass eventuell die eine oder andere Brick über Zauber dabei können, für dass sie besser auch an die ganz schönen Natur könnt. Wenn wir das machen, verbannen wir das natürlich auch mit dem Heichwasserschutz. Ich meine, ich war selber mit der Ministerin Carol Diesbusch, waren wir relativ schnell dem letzten Heichwasser ob Angeldorf kommt, für das da zu gucken. Ich meine, die hat das hier hat es gut geklappt. Und ich meine, der Claude Gleis war ganz ehrlich und hat gesagt, eigentlich muss ich meinem Viergänger oder einen von meinen Viergängern dem Herr Rassel merci, so weil den sich als Epeldinger Bürgermeister nur dem, dass an den Anfang 19 Jahren so ein Heichwasser war, sich wirklich angesagt hat, mit den staatlichen Administrationen für Wiesen aufzusenken, dass die Mauer gebaut ging ist. Und ich meine, das hier hat das wirklich gut geklappt. Ich verstehe natürlich auch all die Leute, von hier die 100 Mauer sind, dass so das wäre op 10, 15 cm. Und was man merken lässt, als wir haben all die Etüden von 1993 geguckt, und sie gehen auf die Lege geholt vom Wasserwirtschaftsamt für zu gucken, okay, können wir noch zusätzliche Maßnahmen holen, für eben gerade auch Angeldörfer in Zukunft noch besser zu schützen. Das ist eine Etüde, die lebt die geht schon ausgeschrieben, und da kriegen wir auch dort zusätzliche Elemente, die wir wollen an den Landschaftspark abbauen. Die zweite Stärke, das sind die öffentlichen Infrastrukturen, Schulen, aber ich meine, wir sind auch bei einem Platz, wo man nicht weit muss fahren, wenn man eine Blessur oder eine Bobo holen oder auch etwas Schlimmes. Ich meine, dass auch die Ettelbricker Kliniken eigentlich immens wertvoll sind und dass man die eigentlich auch sollte weiter unterstützen. Dann haben wir 2 Negativpunkte. Da denke ich, dass, wenn ich wirklich Verkehr, das nicht flott am Moment zu Ettelbrick, das auch nicht immer flott zwischen Dickrich und Ettelbrick und zu Dickrich. Ich meine, die da muss ran herausfahren. Du merkst, wenn du eine Straße so hast, dann ist es gar nicht schön. Das heißt, wir brauchen eine Lösung für den Verkehr. Und ich bin meinem Kollegen, Freund François Bausch, immens dankbar, dass seine Leute
lo wirklich große Sprung willen no Firmen an ich mein, dat werden ich den nowen vierstellen. Die zweite Schwächt ist, dass man aber auch für neue Wohnraum schaffen, für an Hängen zu bauen, das nicht ideal. Also muss man gucken, dass man innen am Dall Platz von an die Platz, wo man wirklich nach Kenten mehr Wohnungsraum, auch abordable Wohnungsraum schaffen, als eben auf der Angeldörfer, also zu Angeldörf, auf der Ettelbecker Straße, wenn der von Dickrich guckt, oder auf der Dickricher Straße, wenn der von Ettelbeck guckt. Und natürlich, ich war ja auch ein bei den Leuten, die zu Angeldörf gefunden noch an der City Longchamp. Im Moment ist das ein Platz, wo noch viel Comedy ist. Und die Straße, man viel Verkehr, die Deise wohnen. Und geht ja auch darum, zu gucken, dass man, wenn wir wirklich wollen, Leute umziehen, für dort zu wohnen und schön zu wohnen, wenn wir aber auch für die Situation für die Leute, die heute wohnen, verbessern, da braucht man Männer Durchgangsverkehr an, die ja sagt, dass wir Deise wohnen verlegen. Und ich meine, das alles kriegt den Noven doch viel gestaltet. Wenn wir das alles machen vom Mobilitätskonzept, dann kriegen wir eine Entwicklungsmöglichkeit vom Zentrum von Dickrich bis zum Zentrum von Nettelbrück bis zum Zentrum von Niepelding. Und das alles wird man dann erschaffen an einer Nordstadt-Entwicklungsgesellschaft. Wir haben die gegründet, nachdem dass wir gesehen haben, dass wir um Bellwald 4 gekommen sind, weil wir da auch mit Agora eine Entwicklungsgesellschaft hatten. Was war der Unterschied da? Da hat man große Proprietär, den heißt ArcelorMittal, da haben wir ganz viele also Proprietären, die mit Kleinflächen haben, und die ja selber dieselbe, dass man mit den Proprietären zusammen da probieren zu entwickeln. Und der Mann, den das dirigiert, den er sagt, Noventhei am Saal, der sitzt beim Marquis am Point Chaussee zu Dickrich, dass wir wirklich auch da probieren, hier aus der Gegend raus die Projekte flott zu organisieren. Soweit von mir, und dann gebe ich weitergehen und den Marc Miersch, für ich pur Details zu gehen aus dem Vision 2035. Am Moment, dass das wir sind noch am Schaffen, und für die Freie probieren wir das mit der Gemeinde bis fertig zu tun, und da wird man das denken an Nordstadt 4 Stellen kommen. Vielmals merci, und dann würden das machen. Merci. Ja, merci, Herr Minister Thomas. Ich bin dann noch effektiv ganz froh an Hofrecherche, den ein paar Elemente von dem landesplanerischen Leitbild können vorzustellen. Da so wir haben bei dem ganzen Prozess da nicht bei Null gefangen, wir haben am Anfang eine ganze Partie von grundleeren Dokumenten, die wir recherchiert und analysiert haben. Sie haben aus dem Ausland Beispiele, wie ähnliche Leitbilder für eine ähnliche Region da umgesetzt sind und gucken, wie kann das da plötzlich überdrohen gehen. Sie haben eine neue Leipzig-Charta, die bisschen die nachhaltige Stadtentwicklung in Europa soll Orientationen für gehen. Sie haben national Planungsdokumente, wie geht vom Ekourbanismus bzw. ein Planungshandbuch, was Gemengen noch ein bisschen soll begleiten, für gute städtebauliche Planungen zu machen. Schlussendlich auch auf Gemengenniveau, dann war doch ein wichtiger Faktor sind die 5 PAG, die neue PAG von den Gemengen, die wir hier auch einfach neben den Nägeln gelöst tun und geguckt haben, wo gibt es Überschneidungen, Synergien, wo auch die Leitbildner verschiedene Impulse kann setzen. Dann haben wir aber auch bei dem Prozess die Bürgerbeteiligung gesicht mit 2 Bürgerumfragen. Die erste war für Sommer letztes Jahr, wo über 1000 Leute mitgemacht haben und wo wir ein bisschen die Stärken und Schwächen zu den einzelnen Thematiken aufgefragt haben. Ich sehe da ein paar wesentliche Sachen, das sind also die Punkte, die auch der Minister schon in seiner Introduktion gesagt hat, was die Leute wichtig finden, die hohe Lebensqualität, der gesunde Lebensraum, den heute Landschaftsraum rund um die Siedlung besser geht, das Problem von der Mobilität bzw. der Stau, besonders zu Dickrich, Ettelbrück oder halt der zentrale Achse. Da gehen eben vielleicht eine Wichtigkeit in Zukunft mehr gehen für die Aktivmobilität und dann noch die Problematik vom erschwinglichen Wohnraum. Das ist dann sicher an Leitbild bestimmt da geflossen. Wir haben das nach einer zweiten Umfrage Anfang des Jahres. Die zweite Umfrage war just online, Covid-bedingt, weil wir auch 600 Leute, über 600 Leute mitgemacht haben, wo ein bisschen mit den konzeptionellen Ansatz Gesicht gehen ist, wo die Leute Möglichkeit hatten, für da anhand von Karten noch Punkte zu setzen, zu sagen, okay, hier ist so ein Platz, wo ich mich
dacks oder gern ophalen, wo man dat wichtig wäre, für beispielsweise so méi Parken an Stier zu bringen oder für Aktivitäten im Fluss zu machen oder eben auch Velos- auf Fußwegverbindungen, die an Zukunft solle vielleicht méi wichtig gehen. Dann hummer sech den Numm vum landesplanersche Leitbild bzw. Vision territorial sedet schon bëssen, dat dat ganz eng räumlech Visionioun ass, dat heecht mir schaffen ein natürlich auch mat Kartendurchstellungen. Du ginnet dann auch sogenannten thematisch Leitbildkarten. Lo Längsöwen zum Beispiel Thema von der Siedlungsentwicklung, ha fanden wir dann eben noch hauptsächlich die PAGs-Zone. Riedsöwen hummer Thema von der Mobilität und do sind Care-Elementer effektiv die da am zweiten Deel dann am Mobilitätskonzept viergestalt krit, die dann eben noch an das Gesamtleitbild als wichtige Element man aflesen, wat er noch natürlich an den anderen Bereicher Sachen ermöglicht. Nummer Thema Wirtschaft, Infrastrukturen, da fanden man dann die Sache von den Betrieben von der Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Regionalproduieren. An Nuwen ass dann, wo man lo haut an der Präsentatiun und mans méi de Fokus wëllen op leen noch bisssen als Gegepol zum Mobilitätskonzept de Bereich vun der Natur an Umwelt. Dat ganz fleist dann noch henno an den Gesamtleitbild an, weil der lo ha gesit, wo dann noch iwwer den Karten enke die Vistuspunkte noch durchgestalt sinn, an vun enger Legend, sowohl grafisch wie dann noch henno am Enddokument wird noch ein Textdeel da sinn. Und auf der linker Seite sind dann noch so eng zentral Care-Elementer, die Leitbilder noch verfolgt, die dann noch für die gesamte Nordstadt sollen stehen. Neben der gering vernetzter Nordstadt, dass da dann noch beispielsweise die resilient, natürlich die zukunftsfähig, wandelbar, anpassbar, multifunktional Nordstadt als Mittelzentrum, natürlich wirklich die Funktion, die Teil in der Region soll. Und da fanden wir auch eine Sache wie die Lebensqualität, wie die Leben Mam an Umwasser, wie den Tourismus oder eben noch Gesundheit und Bildung. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, dass das landesplanerische Leitbild, also okay, konkret ein Plan, den noch nur umgesetzt wird, für den Zeithorizont 2035, das ist ein bisschen ein Leitprogramm, den sich gibt, für eben noch zu gucken, an den nächsten 15 bis 20 Jahren an die dritte Richtung zu gehen und das natürlich an dem Sinne noch anpassbar am Terrain selber, wenn in der die Einzelortschaften dann noch filtert. Wir haben dann das als sehr wesentliches Element von der Idee von gering vernetzter Nordstadt, als dann auch den gesamten Naturraum von der Nordstadt an einem großflächigen Landschaftspark zu kombinieren. Der Text gesagt ein bisschen Ries auf der Karte, wo der ein Territoire von der Nordstadt sieht, mit den Punkten, die dort bestehen, wo dann lo Plätzen identifiziert goufen, die dann eben eng Rolle an dem Landschaftspark Kinder spielen. Und du hast dann noch zu gucken hast, sind leuchter Plätzen, die sollen naturbelos gehen, wo die Natur mir eng wichtig Rolle spielt, oder können da noch Plätze sehen, die auch vielleicht an Aufstimmung über den Tourismus oder Lebensraumkonzept, die Nordstadtgemengen noch hun für vielleicht neue Freizeit oder Kulturaktivitäten zu bringen. Das Leitbild trägt Sachen die Dokumenten umgesetzt gehen. Und da soll dann aber auch wie viele andere Bereiche auch an dem heutigen Fall ein detailliertes Konzept dann ausgeschafft gehen als nächste Etappe an einem Arbeitsgruppe, den dann eben noch zusammen als Vertreter von den Gemengen an den staatlichen Instanzen guckt, wie weit das konkret Terra kann oder soll hechen. Wir haben dann noch, weil man natürlich die 5 Gemenge machen, noch gucken an der Hauptpräsentation von allen Gemengen ein bisschen zu weisen. Das heißt das Beispiel von Bettendorf, wo man sich an dem Areal sehen, wird ein bisschen nach Talauer aus von der Sauer, zwischen dem Zentrum von Bettendorf selber an der Bläsbrick. Also so, dass Landwirtschaft, der Lycée Agricole, auch nach seinen Versuchsfeldern zum Beispiel hört, dat Gemeng selber plant eng Velosverbindung aus der Wirtschaft rauszulehnen, op iwwer de bestehende Feld weh, den dann noch eng U-Bahnung und national Velosbis soll kreien, wo auch verschiedene Varianten nach zu summen an Aufstimmung mat der Point Chaussee am Gang sich studiert ze gin. An wäre eng Platz, wenn sich da noch kein vierstellen, déi eng Rolle an dem Landschaftspark kennt spielen, dat beispielsweise das Thema von der Landwirtschaft vielleicht als Integration an eng Foire agricole, als Vermärkte vu regionale Produktien vielleicht eng Rolle kennt spielen. Dasselbe Stimmer zu Schieren,
der Bereich vom Biertränger Schloss, wohl wissend, dass das Schloss selber mit seiner Fläche und nicht an öffentlicher Hand leiht, aber zum Beispiel auch die Rotbuchenallee, die von der Ortschaft Scheren nach immer rüber oder auch da steht, ist da so eine Aktivität rüber Richtung Ulzig, Richtung Biertränger Schloss, das ist ein Projekt, den die Gemeinde selber auch verfolgt, die kennt abgewehrt gehen und die auch als ein Element vom Landschaftspark kennt mal integriert gehen. Auf der anderen Seite, also zu Grenzingen ist dann noch da, wo die Straße lebt, also ein Areal wird am Überschwemmungsbereich leidet, dann wäre auch vielleicht Möglichkeit gehen, für Überschwemmungsmaßnahmen oder Renaturierungsmaßnahmen zu machen. Dann hätten wir auch schon das nächste Stichwort, das wäre dann, was wir heute genannt haben, der Masterplan Renaturierung Nordstadt. Das ist dann in sich auch ein Gesamtkonzept gibt, immer eine Aufstimmung, natürlich auch mit den Vorgaben, die hier gelten. Sie wird von einem Wasserwirtschaftsamt, wo ich muss gucken, dass die Maßnahmen von der Renaturierung passen mit einem Wirtschaftungsplan, mit der Vorgabe von einer ANF, wo ich aber auch hier gucken, auf welchen Plätzen es Sinn macht, für Renaturierungsmaßnahmen zu machen. Das soll nicht heißen, dass an den nächsten Jahren hier alle Floss oder Berg muss renaturiert gehen, mit das heute zu gucken, an Aufstimmung mit den verschiedenen Instanzen, wo möchte es Sinn, zu renaturieren, wo ist das vielleicht gut für Tischwasser, wo ist es vielleicht echt schlecht. Dann haben wir ein bisschen als Gegepol zu dem Ganzen oder auch an der Thematik von der Erliefbarkeit machen vom Wasser. Und das geht dann mehr so ein bisschen in Richtung Freizeit und Tourismus. Das heißt, die Plätze um Wasser und auch mehr dort zu integrieren, an erliefbar zu machen, an dem dann noch soll geguckt gehen auf verschiedene Plätze, in der Kombination mit Wander-, Velosphäre, mit Gastronomie, vielleicht so Sachen wie Stege oder Plattformen, um Wasser unterzubringen, von denen die Leute dann noch direkt können profitieren. Du hast dann noch an näherer Gemeng, dass den Sitz vom Millewog, wo manche auch früher die viele Leute schwammen gegangen sind, den Orlorem an der Diskussion ist, für über die entsprechenden Machbarkeitsstudien, das auch accessibel zu machen für das Publikum, für eventuell dann noch einen Platz zu haben, wo in Zukunft dann noch an der Sauer, an der Nordstadt Kind schwammen gehen. Dann haben wir ein anderes Thema, für auch, was ja teilweise in der Umfrage genannt ist, weil da auch generell seht von die Bevölkerungsentwicklung halt so, das ist immer mehr Leute vielleicht, die auch auf Banken territorial wohnen kommen, also doch wichtig, dass die entsprechend Freiflächen, Parkflächen an die Stadt rankommen, wenn wir so kleine Stadtoasen da genannt haben. Das verfolgt immer ein bisschen den dürblen Zweck. Die Leute, die effektiv an der Corona gewissen, wenn sie nicht dürfte rausgehen oder nicht weit fahren, und effektiv Vierdeel aus von der Schnee um enger Wohnung auch so Parkflächen fanden, wo ich zu Fuß kann nicht gehen, wo ich nicht muss ein Auto holen, wo dann noch verschiedene Möglichkeiten bestehen, die Leute zu bringen, als Park und zu lehnen, als Spielplatz und so weiter. Und hat natürlich auch zusätzlich den anderen Effekt mit der Klimawandelanpassung, Sommer, in dem wir warm gehen, steht jemand mehr abputzen, wo doch gut aus an guckt nach méi gerings ranzukriegen für den Effekt dann noch dem dann aufzupuffern. Du musst dann noch vielleicht drüber nachdenken, dat trifft vielleicht echt op die medicht Städteschreiben zo, dann noch no Motto Park statt Parkplatz. Wenn ich guckt effektiv die Plätze, wo dann noch die meeste Leute leben, an sich abhalten, lo vielleicht nicht dann prioritär dem Auto solle vier behalten gehen. Heute gesagt, Beispiel von Wien, von gestern, wo zwar ein Stroß aus von Beam draufstehen, wo neberhaft das Auto gesagt, und wo das dann noch über Testphasen zum Beispiel kann das doch funktionieren, wo das dann mal einfach Stroß zugemacht wird für die Autos. Da kann gucken, ob das von den Leuten geholt wird, ob das funktioniert mit einem Mobilitätskonzept, weil man natürlich auch gucken, wann die Autos nachher fortkommen, wo kommen sie dann hin, aber das muss vielleicht nicht gerade am Stadtkehr da sein. Und dann nicht dann nur vielleicht so mehr so Situationen wie in der Rietsende gesagt, wo die Leute dann da sitzen, Zäse beziehungsweise kann an der Straße spielen. Und da hat man auch geguckt für Dickrich, im Plan gesehen, die blauen Punkte, das sind sich dann noch die Parkplätze, die sich halt aktuell eben noch am Stadtkehr befanden. An die rosa Linie, die bisschen weiß, wie lange brauche ich da von meiner Gare oder von meinem Parking auf der Esplanade, für meine Fußgängerzone zu kommen. Und das sind dann zwischen 3 und 10 Minuten. Das ist also sich keine weite Distanzen. Und ich komme ja auch sich an die Stadt, für die Stadt zu erleben, für ein bisschen zu Bülmen nach und drum zu gehen. Und da muss ich ja nicht unbedingt am stischen Auto durchgelangen wollen, für dann
auch durch den Staat weiterzukommen. Da tun wir auch enke gewissen, das Stimmungsbild jetzt urwen gegen Weise, wann zum Beispiel ein Teil vom Park in Goethals, den direkt sich parallel zur Fußgängerzone leiht, wann in die als Spielplatz noch aménagieren, wie das dann noch vielleicht Kind ausgesehen. Dasselbe Exerzice haben wir eigentlich dann noch zu Ettelbrück gemacht, weil da natürlich ein bisschen dieselbe Thematik aus. Und jetzt sieht auch nach ein Stimmungsbild, das ein bisschen soll weisen, dass das Areal vom Arboretum, den Hannertag, wo die Dackerbauschule sich das alte Gebäude also da war, da am Hang leiht, da besteht auch die Möglichkeit, dass das eben, und zusammen habe ich doch mit der Gemeinde Ettelbrück für das Publikum abgemacht, dann in Hai auch dann eben so ein Punkt aus dem Landschaftspark Kind draus machen. Zu Ettelbrück ist das selbst ein bisschen mit dem Uferprojekt und der Urzucht, wo auch hier dann ein Projekt von einer Gemeinde auch dann beispielsweise am Leitbild, denke ich, kann nimmt gehen als ein gutes Beispiel. Und das heute ist da schon der letzte Slide, das ist ein bisschen, was den Herr Burgemeister an der Intro gesagt hat, das Filetstück von der Nordstadt, hier im Plan sieht dann ja die zwei ersten Punkte, den Stadtzentrum von Ettelbrück an Dickröch und eben den Ortskern von Nierpelding. An die rosa Flächen, das wird dann auch eben das Filetstück dann durchstellen, am Hinblick auf die städtebauliche Entwicklung. Und das ist auch ganz klar, dass das Leitbild heute einen Fokus darauf setzt, auch für eben der Problematik von dem erschwinglichen Wohnraum entgegenzukommen und eben noch eine multifunktional zukunftsfähige Quartier zu machen, weil eben noch die neuen Elemente vom Mobilitätskonzept mit abholen, wo eben noch, wie schon der Minister gesagt hat, über die Entwicklungsgesellschaft das Ganze doch zusammen mit den Proprietären und an der Gemeinde eben in den nächsten Jahren soll entwickelt gehen. Voilà, da ging ich dem Herrn Minister Baustuhl gehen für das Mobilitätskonzept. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Noch merci für die großen Interessen, den Abend und der Vorstellung. Mobilität ist sicherlich ein Sujet, den als Lützeburg ganz stark beschäftigt, weil wir reell ein großes Problem an der Mobilität haben. Ich meine, egal was in der Region am Land, stellen wir das fest. Und weil das so ist, haben wir 2017 mit der angefangen mit dem Modu 2.0, was ein theoretisches Konzept, das für ein planerisch ähnliches kann und Mobilität rumgehen, sind Infrastrukturen noch in den letzten 5 Jahren an der Philosophie schon umgesetzt gehen. Mehr richtig zu sagen geht es los an der neuen Philosophie recht die nächsten Jahre. Auch wir verschaffen wir dem Plan National de Mobilität 2035, nennen wir das, schon seit 3 Jahren. Der wird Ende des Jahres fertiggestellt gehen. Und das ist so, dass, komme ich zu dem nächsten Slide, der Plan National de Mobilität 2035, das werde ich nutzen oder was mir ich weisen, das ist am Anfang ein Teil davon, den hast du schon rausgeholt, die haben wir was rausgeholt, also weil die schon ganz weit fortgeschritten war, die ganze Plan wird rausgeschafft von einer multidisziplinären Equipe von Leute aus dem Minister von der Mobilität, also die Menge Planungsunität am Mobilitätsministerium, die letzte Jahre aufgebaut hat. Selbstverständlich die Straßenbauverwaltung als ganz eng assoziiert an der Erbicht. Dann natürlich auch die Eisenbahnsgesellschaft Cervel, aber auch an der nicht Mann für den Norden, aber echt das Zentrum an den Süden. Luxtram, wir schaffen eng mit der Landesplanung natürlich zusammen, wenn wir dort Strukturdaten kriegen. Da geht es darum zu gucken, wie entwickelt Lützeburg sich in den nächsten 10, 15 Jahren. Und da will man eben nicht fertig bringen, Paradigmenwechsel hinzukriegen, den am Modu auch festgehalten ist, nämlich für zu sagen, es muss Schluss sein, dass man mit den Chantien die Probleme Hand laufen. Wir müssen nicht endlich fertig bringen, Entwicklung vorauszugucken und dann die Mobilitätslösungen, Infrastruktur schon en place zu holen, ihre Entwicklung geschieht. Und das ist genau das, was wir machen. Nordstadt ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wann die Nordstadt sich so entwickeln, wie den anderen auch beschrieben gehen ist, dann muss man nur gucken, dass man am Niveau von der Mobilität genau wissen, was bedeutet, für die Situation besser wird, wie sie heute ist, trotz der Entwicklung. Und was muss man dann bauen, respektive Ähnliches machen wie in der Vergangenheit.
Du sind natürlich 3 Elemente, strukturante Elemente extrem wichtig, die entsprechen auch dem, so werden wir auch national viel gehen, überall an allen Regionen. Das ist das natürlich, dass den öffentlichen Transport, dass den natürlich muss verbessern und dass man den öffentlichen Transport so stark verbessern, dass den zum Beispiel für an Ballungsgebiet Stadtzentrum zu kommen, Maximum einmal muss umsteigen. Das ist das Prinzip, das wir wollen anwenden. Das ist auch so, dass den Transport individuell motorisé, das ist von den großen Problemen, die man natürlich schon an wir haben eine Reihe Strukturdaten noch zusammengestellt für den Plan, eng zu für die Städte, um den Just rauszuholen, für die Städte zu suchen, die verdeutlicht schon, dass den zweiten Punkt ein immenses Potenzial hat. Zu Lützenburg sind 40% von den individuellen motorisierten Bewegungen, also beim Auto, Bewegungen, das sind Bewegungen unter 5 Kilometer. Und die sind bestimmt auch mal d'accord, dass ein Auto mit der Pad stärkt, die Sto unter der Haufen, dass man das schon nicht entwickelt haben für Distanzen bis 5 Kilometer. Und da gibt es andere Möglichkeiten, die besser sind. Und für allem natürlich den zu Fuß gehen an der Velo hat enorm Potenzial für so Distanzen. Und das ist selbstverständlich auch der Fall innerhalb von der Nordstadt. Und dafür will man natürlich gucken, wie können die Flüge da laufen. Aber was muss man natürlich von der Infrastruktur hier so optimieren, dass es, wenn es zu Fuß geht, agreeabel ist, nicht langweilig ist und respektiv sicher ist. Und das nämlich natürlich auch für den Velo. Und dann natürlich den Transport individuell motorisé. Da spielt etwas eine ganz große Rolle, dass natürlich am Auto kann überall nach hier kommen. Das heißt auch nur an der Nordstadt kommt dann am Auto innerhalb von der Nordstadt, wann der da muss tun, weil dann mal etwas muss da kaufen gehen oder was für sich, immer von A und B. Mit das mit nicht den direkten Weg, den der hält, mit die muss vielleicht über einen kleinen Bau fahren, oder die kommt nicht mehr von all Straße überall direkt am direktsten Weg von A und B. Für was machen wir das? Das wird daher nur gesehen. Aber wenn wir die übergeordnete Infrastruktur, Straßeninfrastruktur bis gebaut haben, die machen wir ja für, dass wir den Durchgangsverkehr an der Nordstadt rauskriegen. Natürlich, ob dann Dickrich als Ettelbrink oder Epelding, wo man viel zu viel Schleichverkehr, Durchgangsverkehr und die überhaupt nicht an die Nordstadt will, die nicht mehr da durchführt. Wenn man nur die großen übergeordneten Straßen gebaut tun, respektive den Zug gestärkt tun, am mehr Leute auf den Zug kriegen, oder auf den Bus, was auch immer. Und da muss man gucken, innerhalb von der Nordstadt Flüge so zu organisieren, dass es nicht mehr attraktiv ist für einen, der nicht will, an der Nordstadt will machen, der just will dadurch von, dass die nicht mehr durchführt, weil das für einen so kompliziert ist und das automatisch mehr dann rund um Nordstadt hin könnt, für dann zu Jamisch zu fahren, uns mussten da durchzufahren. Also das sind die großen Prinzipien, die wir festgehalten haben. Auf Basis von den Prinzipien, wo ich nur gesagt habe, also auch die ganze Analyse gemacht, haben wir geguckt, wie ist der Straßenreserhaut, wie ist den Zugsreserhaut, wie ist die Velos für Piste, wie sind die Haut, und so weiter, Wohnleute, wo schaffen sie, wo werden sie in Zukunft von denen erschaffen. Und da haben wir darauf hin auch noch ein Prinzip vom Modo, dass wir ja wollen Infrastrukturen bauen für Menschen zu bewegen und nicht für Gefährder zu bewegen, wo wir den Projekt rauskriegt, den Marc Ries als Responsable von der Straßenbauverwaltung für eine Region wesentlich ging es zum Mal ausgeschafft hat. Und dafür ging es immer durchgehen, dass hier ich kann besser erklären, welche im Detail. Merci. Merci, Herr Minister. Ich werde da die postleidenderweise Mobilitätskonzept 2035, wenn man dann für die Nordstadt ausgeschafft hat. Bon, das gibt insgesamt 7 Schlüsselelemente, die ich nur feststellen. Das erste, ich sehe, das ist ein Gehensel abgelöscht. Das ist, dass der Velos Expressway, das ist mir ein ganz Konzept gemacht, wie man mit dem Velo hier in der Nordstadt umgehen. Dann haben wir als zweites Schlüsselelement den Kanton de Proximité von Ettelbreck. Dann einen zweispurigen Ausbau, 2x2 Spuren von der B7, die von der Autobahn kommen bis auf den Friedhof. Dann auch den Kanton de Proximité von Dickrich, ein neuer Pôle d'échange zu Epelding. Und dann auch den Deplacement von der Dickricher Strecke, der Zugstrecke, die mal ohne mehr durch Engel durchkehren, aber auf den Rand lehnt der Gold knapp.
Und dann wird es dann noch Möglichkeit gibt, ein Schlüsselelement 7 für dann eine neue Achszentral zu machen, keine Achszentral mehr für ein Auto, eine Achszentral für den Mensch, wo sich dann, wo können Floplätze entstehen, für sich zu begegnen. Wo fängt man am meisten Schlüsselelement an? Der Velos Expressway, wo wir gesehen haben, der Velo nicht mehr als rein Freizeitaktivität, das schon wie der Minister sagt, da sind ganz viele Bewegungen, die unter 5 Kilometer sind. Aber wenn eine flotte Reise hat, wo ihr noch überall hin könnt, dann kann ihr auch ganz gerne zu Fuß respektiv mit dem Velo machen. Aber dafür brauchen wir noch eine Reise, die funktioniert. Heute kann man nicht unbedingt mit dem Velo von aller Adresse bis aller Adresse. Mit dem Auto schafft man das. Wenn wir Reise haben, mit Autobahnen, mit Nationalstraßen, mit Serien, mit lokalen Waren, wir kommen von aller Adresse bis aller Adresse. Aber das will man auch für den Velo. Ich will auch mit dem Velo eine Reise haben, wo wir überall hinkommen. Und ich meine, Gegend Nordstadt die Bitze schon man Mulzestall am Sauerdal das immens flach aus voll op Kober op mit das immens flach und das eng große Möglichkeit für dann die verschiedenen Kartieren von der Nordstadt dann unzusteuern. Dafür haben wir dann noch Reso, den man den en gewisse Struktur hat, dat aus der Velo Expressway die sieht am Hintergrund gestrichelt die geht können sich aus der Stadt, wenn man der 4. Land schieren. Da lief der Landsteisebun bis op Ethelbreck, wo man dann auch gar können ganz flott umwandeln. Und da lief weiter Landst Sauer, Landst Engeldorf, wo man dann den dann noch do so lehen, dass man Heichwasser frei und ich mein, du besteht ja zu da sagen ein Velospist mit dir sobald Sauer aus dem Bad könnt, dann hast die überschwemmt. Wir wollen die so lehen, dass die auch 365 Stich am Jahr kann benutzt gehen. Und da kommen wir bis op Dickrech, wo man da weiter Landst Sauer iwwer Gilstrif bis Bettendorf Meistrif an der Führung fuhren. Und das als Hauptachs, dat ist der Velos Expressway, wo der schnell man Velo Führung könnt, auf und déi Velospist, den Expressway band man dann all die Nationalvelospisten dun. Und ich da ganz riet am Bild ufenken, wie ich da das PC5, dat heißt, du kommmer vu Jonglünster durch den Ihrenstal, kommmer bis op Meistrif, dann bisschen mehr längser Bild PC22, Tunnel Fuhrenrop, wo man doch weiterkommen, bis auf Hausen. Und dann an der Mitte vom Bild gesehen der PC7, wo man am Kader von der Säkurisation von der N7 eng durchgängig Velospist matt bauen, die auch schon zu größten Teil nächstes Jahr wird an Betrieb gehen, und wo man dann durchgängig bis auf Wemperherd kommen. Bon, dann natürlich auch PC21, die uns auch weiter durch den Sauerdal geht, wo man da kommen bis auf Kliefen, da weiter auf Wendbahn, wo man eigentlich bis an Holland dann können durchgängig weiterführen und dann noch überfehlen, wo man einen PC-18 U-Bahn, wo dann noch mal Velo weiter können führen bis auf den Stau. Das heißt noch nicht, dass die von Westwampisch nur Velo an die Stadt schaffen wird. Das ist ein Ziel, mit das aber für die Lokalverbindung, die Regionalverbindung, die kann man Velo machen, alles da um 5 Kilometer, dass der nur Reise wird, die funktioniert. Und natürlich auch, wenn mal Touristen in der Weg sind, die auch können von dem dorten Reso profitieren. Wie gesagt, wir wollen eine Reso haben, eine strukturierte Reso, wo man dann auch überall hinkommen, bei all Briefkösten, bei Jitfreen, bis hin, wo doch nur Velo bis bei all Commerz kommen, dann all Kino und noch bei all Arbeitsplätzen. Da sind natürlich schon verschiedene Elemente, die können wir relativ schnell realisieren. Da schwätzen wir von 2 neuen Brecken, die wir wollen über die Sauer setzen, für dann noch den Quartier Engeldorf und Eppelding und den Velos Expressway unzuschließen. Und wir wollen den natürlich dann noch zwischen Engeldorf und Dickrich dann auch so lehen, dass den 365 Stich am Jahr kann benutzt werden und nicht mehr bei all Heichwasser in der Wasser steht. Und da komme ich zu den Schlüsselelementen 2, 3, 4. Die sieht längs de Kantonnement de Proximité Ethelbreck das Schlüsselelement Nummer 2. Wir schwatzen halt nicht mehr, vielleicht die freie Planungen nach am Kap, da haben wir von einem weitlebischen Kantonnement geschwärzt. Wir wollten in Agglomerationen weit empfuhren. Ich hatte am Anfang immer das Kantonnement für die anderen Leute. Das ist das Kantonnement für die Leute, die nicht wollen hinkommen. Die können da weit rundherum führen. Für die Leute, die uns schreiben wohnen, die konnten nicht davon profitieren. Und dafür haben wir eine andere Philosophie, wir schätzen vom Kantonnement de Proximité. Wir wollen das Kantonnement mit no und der Urbanisierung rumbringen und wir wollen noch so schließen, dass doch die Leute hier
die hier wohnen, können von den Kantonen mal profitieren, für von einem Quartier an den anderen zu fahren, für auch von einem Dorf an der anderen zu kommen. Nicht, dass die Kantonen mal für die anderen, aber die Leute auch hier, die hier wohnen, können von den Straßen profitieren. Aber wenn man die Kantonen an Proximität Ettelbreck gucken, die sieht, wenn ich innen am Bild aufhängen, wir fahren noch immer da fort, wo durchspringst du durch, bei der B7, und da, wo die Zigarettenfabrik aufgerat ging, da geht das Land Stadtelbrecker Schlürchthaus, dann an den Tunnel, wo man dann auf den 15 kommen. Das sieht an der Mitte im Bild. Und dann geht es, können wir ein neues Element, was du dabei kommst, wir fahren von der 15, der Bastenischer Straße, die raufgeht, auf Fehlen. Da sind ein paar Garagen da am Birch, da fahren wir sich an einen weiteren Tunnel ran und da kommen wir bis rüber auf Werken. Wir wollen auf Werken durchschließen, wir den ganzen Centre Hospitalier wollen wir durchschließen und noch die ganzen Lyceen, d'Avenue Salentini, die dann auch da können profitieren und da brauchen wir noch nicht mehr durch Ettelbreck zu fahren, für bis an Lycée oder bis an das Centre Hospitalier. Natürlich, wir wollen Réseau bauen, der noch performant ist, der noch permanent funktioniert. Wir wollen ja nicht auf dem Réseau am Stau stehen. Dafür muss man ein B7 zweispurig, also feierspurig ausbauen, 2x2 Spuren, bis auf den Friedhof. Ja. Bis auf den Friedhof gehen dann Feierspuren, für das die Achse permanent funktioniert. Und da wollen wir dann Schlüsselelement Nummer 4 gucken, wenn wir auf Dickrich gehen. Du siehst da fuhren wir am Bärmerdal auch an den Kanton der Proximität, die ganz nur in der Dickrischer Agglomeration Druleit, wo wir dann die verschiedenen Karten können aussteuern, wo wir unter dem Herrenberger durchführen, da bis an Kleck und dann weiter River und Rümerte, wo wir dort dann 14 können mit ausschließen. Was bedeutet das für die Leute, die hier an Nordstadt kommen oder respektive die Leute hier, die sehen, mit dem Flug ein bisschen abgezeichnet, zum Beispiel in der zu Schiere wohnt, innen am Bild, an der will bis an das Centre Hospitalier Bettelbreck fahren, der muss ja auch durch ganz Ettelbreck knöcheln, aber die kann in Zukunft einfach die Kantone an der Proximität holen, bis auf die Bastenische Straße, fährt durch den Tunnel, könnt direkt beim Centre Hospitalier raus. Das gilt auch für die Leute, die am Lycée arbeiten und so weiter, die brauchen nicht auf Avenue Salentini zu fahren, über die Gare, die können einfach über die Kanton und Proximität auf B7 kommen und weiter. Dann haben wir auch für in der Stadt könnt, den zum Beispiel an den Supermarché wollt, den Hölzing B7, könnt ihr an den Supermarché, auch von Dickrich über die Kanton und Proximität, können in an alle Quartier, wenn ihr sollen von der Österfjels könnt, können in an alle Quartier, können ihr noch an alle Park gehen, den Haut kennt, und könnt ihr noch bei all Commerce den Haut kennt. Also das nicht, dass man den Auto hier irgendwo als Wasch denken will, mit das so, wir kommen in Zukunft, das ist das Wichtigste zu wissen, der Minister doch schon gesagt, wir kommen in Zukunft noch immer am Auto, bei allen Parkplätzen, die man Haut kennen, bei allen Commerce, die man Haut kennen, wir können auch Schrittfrieden mit seinem Auto an die Garage. Also ich besüßt, dass man eins, du musst vielleicht einen anderen Weg fahren, nämlich den direkten Weg, wir fahren einen anderen Weg. Und dafür haben wir also Réseau strukturant, die ist als 2 Kantonen an der Proximität und an als B7, die dieses Service werden anbieten. Und dann kriegen wir die Möglichkeiten, wenn wir den Auto auf dem Réseau haben, für zusammen mit den Gemeinden zu gucken, wie gehen wir mit ihren Städten, mit ihren Dörfern, da können wir ganz neue Managementer treffen, da können wir nicht mehr alles freimachen für den Auto, aber da können ganz neue Managementer entstehen, die dann noch flott sind, ich denke an Shared Spaces und wirklich verkehrsberuhigte Quartiere, und das kann immens flott gehen. So, wenn ich denke, ob ein virtueller Reis mit auf der Kanton an der Proximität Ettelbreck, wenn der ganz links am Bild guckt, da sieht er den Punkt C, das ist sich da, wo die Zigarettenfabrik aufgerappt ging, da wo man dann noch den Ausschluss und B7 fanden. Der blaue Strich, das ist sich ein Ouvrage, wo man da lernt den Schlechthaus lernt fuhren, das sich den Trasse wie noch immer ursprünglich zugedurcht war. Und davor kommt man der rote Strich und der Mitte sieht, das ist ein Tunnel, wo man dann inner dem Berger durchfuhren, dann ein kleiner blaue Strich, wo man dann Rimmen Ouvrage und ein Brick und dann um Punkt B ausschließen. Ich habe schon gesagt, dass da sind ein paar Autosgaragen, das ist ungefähr da auf der Bastenischer Straße, die da raufgeht, auf Fehlen, da können wir da weiterfahren, auf Fehlen, respektive wir fahren den anderen roten Strich, den dann noch jetzt geht, weiter, wird das weiteren Tunnel, wo wir darauf kommen, bis auf Werken, bis auf den CR 340, wo man dann sieht, innen rechts am Bild, wo man dann den ganzen Centre Hospitalier ausschließen und noch den ganzen Lycée
wo man den dann do iwwer déi Stroos do können proper ubauen. Wir waren deslächt nach zu Ettelbreck, do war den Direktor präsent gesot, da sind lang 3000 Schüler op der Platz, die man do am Fong proper an Zukunft ugebunden kräen. So wat bedeutet dat für die verschiedenen Städte respektiv Dörfer, wo mir einmal ein Beispiel matbrucht, wat dat für Ettelbreck kann bedeuten. Ihr seht, dass der Projekt One, wo die Zigarettenfabrik aufgegraben ging, du nieft den Velos Expressway, die Landschgleisen lebt, und dann als Hauptachse für den Velo. Und dann noch den Nuschloss und gar kriegen. Natürlich auch durch das Mobilitätskonzept kommen ganz viele Möglichkeiten zusammen mit den Gemeinden für Verkehrsberuhigung zu machen, zum Beispiel auch bei der Schule. Und dann nehme ich Platz für den Auto, wo das heute kann stehen. Kommen wir zum vierten Schlüsselelement, den Kontournement de Proximité dickrech, wie ich auch dann einkehr, dat mal einkehr symbolisch Mattbrüch tun, das ist den Punkt A, das sieht ganz längs am Bild, das ist der Bärmerdal, wo man dann do, also kurz vielleicht noch situieren, oben auf der Kopf, und damit sieht man sich Kaser Militär, den Herrenberg, und dann innen am Bild sieht man die Stadt Dickrich. Ja, das ist am Punkt A, am Bärmerdal, fuhr man dann, sieht man das kleine blaue Strich, und da fängt die Roten und da so ein Tunnel, wo man dann ënner dem Herrenberger durchfuhren, am Fong an der Achse, wo die heute Straße auf den Herrenberg geht, wo man dann durch die Berg fuhren und dann an der Klick rauskommen. Da sind noch so Fächer, da sind noch natürlich ein paar Möglichkeiten, da muss noch weiter Studien gemacht geben, irgendwo in dem Bereich wird man der Klick dann da rauskommen, wo man dann Klick da drück la Fontaine immer durchschließen, und dann geht es weiter mit einer Brücke über die Sauer. Und da sieht da beim Punkt C, das da, wo zu Gildschrift den Depot aus von der Point Chaussee, wo man dann nur schon so Untermäten und dann feiert sich die Rob geht an 40. Was bedeutet das Mobilitätskonzept für Dickrich? Das ist eine Stadt Dickrich, die politisch Volontät hat, für Auto arm oder respektive Auto frei zu gehen. Ganz flott neue Management, da können kommen, zum Beispiel bei der Brauerei. Und ein Flottplatz kann entstehen, wenn ich will beginnen, und gerne ein Pott will trinken. Man sieht am Hintergrund Gär und Zisch. An eng N7 die Richtung Angeldorf geht, bei der Schwemm, die an Zukunft nicht mehr soll 20.000–25.000 Euro und Dach holen. Wir dann noch können einen Platz schaffen für den Mensch, wenn sich da will beginnen, aber wo man direkte Lärm zu sauer. Kommen wir dann zu den Schlüsselelementen 5 oder 6. Aber ihr seht oben am nächsten Bild, dass diese Bundstrecke wie das Haut kennt. Und ihr seht ganz längs gar Ettelbreck und ihr seht ganz rechts am Bild gar Dickrich. Das ist ein rot im Kreis. Und dann an der Mitte da so ganz viele Xen auf der Strecke, das ist ein schwarzer Strich. Das sind alles Passagerniveen. Das sind die Plätze, wo ein Barriere ist, wo man sich über diese Bundstrecke kriegt. Und ihr seht die rosa Flaschen oder die orange Flaschen, das ist die Zukunft oder das wäre die zukünftige Urbanisierung. Und da sieht, dass die Eisenbahn und sich die ganzen Quartier do ganz lange durch an 2 Stecker schneidet. Und das ist natürlich ganz schwer für da eine flotte Urbanisierung zu machen, weil können die sich nicht bei den Oper. Bei den Oper vis-à-vis tut den Eisenbahn steckt dazwischen und die noch tun, sie kann nicht laufen oder will den ganz großen Detouren an Akar für dann rüber zu kommen. Nämlich gilt natürlich auch der blaue Strich, die sieht für einen N7 mit 4 Spuren aktuell, wo doch nicht einfach ist, für die zu queren und zusammen mit den Eisenbahn schneidet das den Quartier an 2. Bon, natürlich will man eine flotte Urbanisierung,
kreien an dofir hat man die kom mir verleen die Eisebun. Wir verleen die Eisebun si dënnen am Bild, mir leen se net op de Goldknapp, wie dat schon verstanden gewer mir leen se lacht de Goldknapp in de lacht den Hang an do mat schaffen man sech krémer de Raum frei. Fir eng Flot Urbanisierung fir een zu summenhängende Karte ze kreen, den zu der sauer dann noch obass vu man Naherholung können op dee Plätze machen. Am gin noch hin, de gesitte bloe Strich mir rekle net nëmmen den Deisebun, mir rekle noch eng Stroos, Di auch die Stroos, die Karte erschleist, die gesit du kommt nach immer an all Karte am Auto, mir auch die Stroosrekle mat der Eisebun lcht de Goldknapp an die fir nëmi Matzen dodurch. An dann ik si et rodem Kreest, ich mein, das hefir Gemeng Epelding und der Sauer immens wichtig, die Kritei 2 Gare bei. Ich momentan hun ein Gar gar dickrech soll 2 neue Haltenen Stunden halt Engeldörf an een neue Pol d'Echange ha zu Epelding. An de Pol d'Echange da soll man noch Verbindung kreen, da solle Parkhausen stoen, wo man dann d'Auto vun der Besive können do parkgelossen, an da kre man ganz flott Verbindungen. Man engem flotten Takt, wo man dann Richtung Stadt kommen, da kann in den ëmklammen op den Zug, respektiv an den Nordstadt an Nordstadt könnt, von den do Verbindung op de Bus, sie wird de Vëllo fir dann auch Bewerbilding zu kommen, respektiv op Engeldörf an der Karte oder weiter op Dickrich zu fuhren. Du hast dann noch durch den Bus, den die Pol d'Echange do steuert noch Garten bringen, gar Dickrich, die wird die ganz Sachs da weiterfährt, da können wir dann all die Bussen, die aus der Region kommen, die werden die Axt bedenken, die werden auch einen immens flotten Takt kreieren, einen extrem performanten Takt, und Bussen, die dann über das Achswerte fuhren. So, den Pol d'Echange zu bedenken, das momentan, ich meine, der kennt das Bild im Hintergrund gesehen, das B7. Aber ich meine, auf dem Pol d'Echange, da soll hauptsächlich Arbeitsplatzen entstehen, da sind wir an allen öffentlichen Verkehrsmitteln und da sollen sich den Schaffen und auch der Kommerz am Vordergrund stehen. Und das könnte in Zukunft dann, ob der Wiss so ausgesehen hat. Es ist hauptsächlich Arbeitsplätze, wo man da flott Verbindungen haben, sie wird in den Zug, sie wird op de Bus, sie wird man Velo oder respektiv über den größten Parkhaus, wo man dann den Autowellen an op B7 weiterkommen. Natürlich auch für Epelding, in der Sauer als das Verkehrskonzept natürlich bringt das auch viel Möglichkeiten mit, wo man zusammen mit den Gemeindeverantwortlichen muss gucken, wie man das alles umsetzen. Wir haben mal Beispiele, was alles kann entstehen. Ein Dorfzentrum am Schloss. Die kann neu gestaltet gehen, können Flottinfrastruktur kommen. Kaffee, Bistro, Handrun, Fußballsterrain, mit der Schule. Wo dann die Straße auch kabaroisch gehen, für im Schloss ein Shared Space. Ein Platz am Dorf, wo sich begegnen und ein paar trinken. Und dann haben wir bei der B7, haben Duno, und dann hauptsächlich Arbeitsplätze sollen entstehen, den Pol d'Echange sollen entstehen, wo in Zukunft dann Schaffen im Vordergrund steht. Da komme ich schon zum letzten Schlüsselelement, eine Achse zentral. Eine neue Achse zentral, an der Zeit, als wir geschwärzt gehen, für diese Bühne wäsch zu holen. Die holen wir nicht mehr wäsch. Wir stärken sie, konträr. Wir lehnen sie uns lernst Goldknapp. Wir lehnen noch die Straße, lernst den Hang. Und da kriegen wir uns eine flotte Urbanisierung, zusammen Urbanisierung. Hängende Urbanisierung. Und das ist nicht mehr, wie gesagt, eng Ziel fir Boulevard zu bauen, de 35 Meter breit ass de sus dem Auto denkt, wir wollen die Axt vorbeibehalen, wir wollen eng neue Axt schaffen, die do ass fir de Mënsch. An dat erméigich dann noch mat dem ganzen Verkehrskonzept, ich sehe das am Bild,
das Filtermodell. Ich erkläre dann kurz, wie ich das Foto noch benutzen. Das ist mir dann der Modalfilter. Das ist ein Platz, wo man da nicht alle Formen von Trafik durchschließen. Wenn zum Beispiel den Fußgänger an der Velo, die sieht die geringe Strich, da kommt man da immer durch. Und wir haben den Rettungswesen, das CGDs, wie wir es auch nennen, wir noch den Bus, der kann noch mal da durch. Mit dem Auto, wir haben gesagt, wir kommen da immer überall hin, wir kommen auf den Parkplatz, wie wir das Haut gewinnt sind. Wir müssen aber auf der Platz da nicht den direkten Weg fahren, wir fahren dann eine kleine Detour und da kommen wir einfach bei dem Platz, wo wir wollen hin, weil wir wollen ein Auto da nicht mehr. Wir wollen nämlich die 20.000, 25.000 Autos haben, auf der 7, die ich die Karte da an 2 teilen. Und ich sehe, auf der Achse zentral, mit dem Brangenstrich, mit sich den Bus, der fährt auf der Achse mal durch, mit noch der Velo, den auf der Achse mal durchfährt. Und wir kriegen auch so die Karte ganz flott erschlossen, wir kriegen ganz performant Busverbindungen. Und da entstehen natürlich neben den Pôle-Échange, neben den neuen Garen, entstehen natürlich Möglichkeiten für eine Flott Urbanisierung zu machen, die dann noch eben ganz gut bedenken durch den öffentlichen Transport. Und dann haben wir auf der anderen Seite von der Sauer, die sieht den Velos Expressway mit den neuen Verbindungen, die dann die Karte Engel über Nepelding dann werden wir durchschließen. Und da entstehen natürlich auch Möglichkeiten, wo man dann noch im Kader vom Milchwasserschutz die Sauer teilweise renaturieren, wo dann noch ein neues Projekt sollen entstehen, wo man dann noch flott Plätze fanden, wo die Naherholung hast, zum Beispiel Lochterschenk, Befähigung mit Wasserbüffeln, wie die könnten bei den Auen dann zu Erpelding entstehen. Ich weiß noch nicht, was für Bilder in ihrer Kap gezeichnet tun, wie die Stadt in Zukunft vorstellt, wir müssen nicht mitbräuchten. Ich will aber noch ein paar Wörter zu dem Bild sagen. Ich sehe, dass die Situation, wie man sie heute kennen. Das ist die N7, das ist ein bisschen umgebaut gehen, wir haben 2 Busspuren dabei gemacht, wir haben jetzt der rote Strich, das eine Velospiste oder ein Trottoir-Mix für den Fußgänger und den Velo, da wie gesagt 2 Busspuren, und wir haben an der Mitte 2 Spuren für den Auto. Und ich sehe, das ist eine Barriere, wir kommen da nicht drüber, das ist kein Zebrastreifen, da könnt von rechts auf links kein River, und da kann auch kein Pad bei den Oper vis-à-vis trinken, wenn man ein bisschen wohnt. Und an der Mitte haben wir nach die Eisenbahn gesagt, da ist keine Möglichkeit für River zu kommen. Aber weil man ja die Barrieren alle haben, muss man auf der anderen Seite doch nach eine Straße bauen. Ich meine, allein 2 Straßen, wenn wir die Eisenbahn an der Mitte leihen haben. Und dann haben wir gesagt, wir wollen die Eisenbahn nicht weg, wir wollen sie stärken, soll hier Platz finden, wir wollen eine Flottübernung haben, mit dem Zug hier in Nordstadt. Und dafür lehnen wir sie, Landchten Hang, Landchte Goldknapp, lehnen sie rüber, kommen 2 neue Halten dabei. Wir haben noch die Straße, wir wollen sie da weg aus dem Zentrum, wir lehnen sie auch Landchte Zeit, wir kommen aber mit dem Auto an das Quartier ran. Und wir lassen uns da damit, wir lassen Platz für den Bus, wir lassen den Velo und wir behalten die Platz dabei, wie sie ist, die breit. Und da kann das heute entstehen. Das sieht, und damit auf der rechten Seite die 2 Spuren für den Bus, dann der Velospiste und da kann der Park entstehen. Ein Park für den Mensch, wo man es will begegnen. Ich meine, mit aller Covid-Zeit gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir Plätze haben, wo wir dabei sind, es können erholen. Und für die Leute, die in Appartementen wohnen, ist das umso mehr wichtig, ja, dass sie einen Platz haben, wo sie auch dabei sind, sich können zurückkommen, noch ein Buch lesen und so weiter. Und das können wir kriegen, Matzen am Zentrum. Und nicht mehr 20.000, 25.000 Autos, die hier durchfahren. Ich gehe mal ein bisschen zurück, weil dann kann sich das besser vorstellen. Wie gesagt, hier soll eine bessere Verbindung entstehen noch zum Velos Expressway mit neuen Brücken. Die war sauber. Velos Expressway, den wir so lehnen, dass er nicht mehr am Heichwasser leidet. Dann Verbindungen und die neue Achse mit Verbindungen an Europa auf der Goldknapp, den wir für die Naherholung nutzen. Eine neue zentrale Achse, die nicht mehr dem Auto denkt, wie du als für den Mensch, wenn sich will begegnen. Und Möglichkeit, auf die Goldknapp zu kommen.
So, das war auf meiner Seite. Das waren die 7 Elemente, Schlüsselelemente, schon keine Achten dabei. Die Nacht sind dir am Fonglo. Ich muss sie dafür erfreuen. Für die Frohen, wenn wir gegen ein Mikro benutzen, steht links an rechts. An dat Echtmo welch iwwer Droge sie noch iwwers 500 Leute, die iwwer entweder Facebook oder Livestream nokucken, an auch finst der Übersetzung, die man hun wann eng froh huet oder eng Intervention huet Mä den Beitrag verdechten, wann gibt op die von den 2 Mikron zu go längs oder rechts. Los nicht das 4. Ja. Du? A4? Ja, auf dem Mikro. Nee, du musst auf dem Mikro go jetzt. Ja. Weißt du vielleicht ob, dann sehe ich besser. Ich gebe besser geblendet von dem China, von dem am Saal redet. Ja, guten Abend, wenn wir an der Schule aufhören zu bilden, an Menge froh ist eigentlich ganz einfach. Wie passt durch Bilden an das Verkehrskonzept? Stichwort Velospisten, Stichwort noch Stadtbus, den im Moment noch nicht fährt. Stichwort Verbesserung von den Busverbindungen, die im Moment nicht unbedingt klappen. Voilà, da ist ganz einfach froh, weil ich in der ganzen Präsentation in der Stadt durch Bilden nicht oft höre. Das wäre es. Also natürlich geiert Bierden auch zu mein Irpeldinger Bierden als du nicht vergisst. Also ich bin noch nicht bewusst Bierden ausgeschlossen, ganz so konträr. Also mir noch die Straße, ich meine Bierden hat ja eine große Vorteil, den du kriegst durch über den CR3 von der Fährt, wo so aufkommen auf Fakten, über die Kontrolle und Proximität, wo so eine ganz flotte Verbindung zukünftig kreieren mit dem Auto, für dann noch auf B7 zu kommen. Ich die fuhr dann auf Facken, die Straße, die der kennt, man sieht da direkt, ich muss nicht mehr da du Salentini, nicht mehr ich die Schattelbrück knöchle, für dann auf B7 zu kommen. Nämlich geht auch für zurück, nämlich geht auch für den Velo, ich hatte für drunten nicht angeschaut, mir sieht ich gehe kurz zurück. Ich sehe auch da, der Strich, den Rob geht auf Bierden. Auch da sind wir im ganzen Plan, für von der Avenue Salentini Rob Velosweg Richtung Bierden zu fahren. Das ist auch da probieren wir eine Verbindung zu kriegen. Natürlich auch an dem ganzen Kontext, ich meine von den Bussen, da muss eine Reorganisation noch kommen für die Bussen. Und da, ich denke nicht auch über Silo Point Chaussee, ich denke, da wird noch die Verbindungen da auch geguckt gehen, für dass man dann noch eine Flottverbindung mit dem Bus auf Bierden haben. Zu den Bussen. Also ich meine, Münhal oder der Bus, die nur keine Insulinen Gesicht, weil so weit sind wir ja nicht. Aber das ist ziemlich klar, so wie wenn das so entwickelt wird, weil ich hoffe, dann kriegen wir ja erstens die Chance bei, das tut auch mit der Geldbrücke zu dem, mit der Dicke. Also ich meine, da wird der Bus natürlich auch komplett reorientiert per rapport zu dem, was wir da machen. Und dann, neben nicht vergessen, Schulgesucht für Drohnen, das heißt ein Ausschnitt aus dem nationalen Mobilitätskonzept, was wir weiter vorstellen. Natürlich, wenn ich so, das ist ein Ausschnitt, wenn ich das dann durch dran setze, dann ist das ja auch verbunden mit dem Recht. Also das nicht, dass wir die Regionen nur so geguckt haben, dass man gesagt hat, alle Regionen getüsst geguckt haben, wie man im Rest vom Land nicht zu dienen hat. Also ich meine, das ist schon angebettet auch an die nationale Strategie. Also der Bus dürfen ich ging nur, wenn der Bus kennt, wie dann Haut kennt, ging ich nicht für den Wegschnitt vergleichen mit dem, was man Sicherheit kennt, wenn der Tote so realisiert wird, wie Teil gewesen ist. Ja. Ich meine, halt 4 Herr an Herr Info, da habe ich bestimmt gedacht, denke mal, Dame. Ja, komm, die gehen ja ruhig. Guten Abend. Schon mal die Sache vorbereitet, dass ich nicht vergesse, was wichtig ist. Kein Problem. Eine große Merci und Minister für ihre Visionen zu erklären. Wie er mit Vision 20 von der Deutschen rausgekommen ist, dann habe ich mich gefreut, dass die Ministerin ohne Rücksicht auf Bodenspekulanten, auf Fachleute, ein flotte Konzept für Nordstadt ausgeschafft haben. Dabei sind mir gleich 3 Punkte abgefallen. Erstens der Filtermodell. Ein flotte Konzept, den ich schon oft am Ausland gesehen habe.
die neue Eisenbahn, die auf dem Meer das für die Leute an die Stadt Lützeburg zu bringen. An die drei die Contournement de Proximité mit ihren teuren Tunnelen. Zum Punkt 1. Wenn ich Filtermodell ersetzen, für was brauche ich dann ein Tunnel an der Erdbecker Gare? Und für was brauche ich dann ein Contournement de Proximité? Die Contournement de Proximité brauche ich nicht mehr, wenn ich mich nicht traue, Filtermodell anzusetzen. Wenn ich Filtermodell ersetzt, dann kann ich mit normalen Contournement schaffen. Punkt 2. Propos für die Eisenbahn auf die Küste verlegen, an eine Reihe Arenen zu bauen, erinnert mich an das Bund für große Metropolen, die so ein Maximum von Leuten von den Bildern will, und von den Trabanten steht, an den Zentrum heranbringen. Nordstaat braucht etwas Besseres. Zum Punkt 3. Contournement de Proximité. Erlauben es nicht, neue Lotissementer zu erschließen. Während der Mobilitätskrise haben wir heute in Lützeburg eine Wohnungskrise. Und da brauchen wir echt 10.000 Bauplätze, wieder pro 1000, für die Sache an den Griff zu kriegen. Nun habe ich mal gedacht, was die zwei Minister können, das kannst du auch. Und ich will hier 2 Elemente von meiner Vision führen. Tripol. Ich sehe 3 Hauptelemente an der aktuellen Nordstaat. Notamment die Staatskerre von Ettelbreg an Dickrich, sowie die Tax Zentral, mit seinen Gang zu erfassen. Wenn die Nordstaat so lebendig bleiben, dann muss den Tripol funktionieren. Ein Tram ohne Schienen kann die Stadt kehren, die Tax Zentral, Kliniken, Altersheim, Schulen an die Ettelbreger Gare mit verbannen. Die Idee für massiv Parkplätze im Max Zentral zu bauen, und ich beibehalten. Die man am Zug weiterfuhren, klammen zu Ettelbreg wie das ganz normal ist. Wenn den Trafik am Max Zentral zulässt, dann möchte ein Tunnel an der Ettelbreger Gare wenigstens im funktionellen Plan bremsen. Das ist nicht mehr am Funktionieren von dem Tripol, wo ein Symbiose besteht zwischen normalen Zentren mit Geschäften an Horeska, einerseits. Ich eng froh, den Tripol, was ist das? Kann das erklären? Ich finde das nicht. Tripol, an der Tripol verstehe ich die Stadtkehr von Ettelbreg, die Stadtkehr von Dickrich. Trifol, pardon, ich habe verstanden, ich möchte gegen von einem anderen Verkehrsmittel sprechen. Nee, okay, Tripol, Stadtkehr Ettelbreg, okay. Stadtkehr Dickrich, Ja. an der Nax Zentral. Okay. Ohne diese Symbiose kaufen wir weiter am Topaz, dem Pommerlach, der Wemperherd und dem Internet an. Zweitens, Lotissementer. Das kann in die Normalkontournementer so optimieren, dass ich ein Maximum von Lotissementer realisieren kann. Das werde in den Tunnel spurt, hält ihn einfach für die neue Struktur zu bauen. Da könnte Nordstadt hier im Rohl als Pol d'Attraktion gerecht gehen und dabei beitragen, dass der Norden vom Land nicht weiter so zersiedelt wird, wie das im Moment der Fall ist. Da fanden auch als Kanner eventuell Bauplatzen, aber müssen nicht nach Norddeutschland. Ich felicitiere den Minister für die Idee, für die Millevaux als Schwamm zu aménagieren. Das ist den ideale Projekt für 4 Referendum über Ettelkrich fertig zu haben. Am Sinn von der Konferenz sind ich auch d'accord, meine Version Site vom Minister zu publizieren. Den Herr Bürgermeister hat meine Adresse. Das ist so eine Schmerz für die Notlaufstand. Merci auch für Ihren Beitrag. Für dich mal irgendein Detail abgehen. Geht aber ja recht, dass es nicht durchgeht, wenn ein so sympathisch, wenn geht ja vielleicht klingt, einfach, sie hat schon mal ein paar Bayer Poetin abgeschrieben, am März einfach. Und ich gehe steht an dem Minister auf und dann guckt da umsetzt. Du musst ja nicht mengen, dass das, was Lohai ein paar Bayer gezeichnet ist, dass so, dass der Marquis nicht gut geschlafen hat, und da wären Mois, mit denen du Idee gekommen hat, und voilà, das zeichnet mal ab. Hat ja immens viel Etüde gemacht. Und natürlich, und dafür wundert mich ein bisschen, die haben ganz kurz Elemente aufgezählt, die ich auch noch angehen, das, was wir hier machen, oder wollen machen, das entspricht genau dem, was am Anfang hat. Die wollt ökonomische Aktivität und die wollten beim Trifol, die wollt kehren
für die Wirtschaften mehr attraktiv kriegen, wo da Kommerz entsteht, wo da an die Recht von der Sot, dat Leiit net bei de Mässen akäfe Schule de Mässen net unbedingt sinnvoll, dat Tiefrin immer 40 km Auto 4 akäfen oder iwwer Internet bestellt. Wie alles dat wat he gemerk gëtt. A wat da mischt, wann der do op dem Plan do gesit, dat die Zonen, die dann dat gilt schraffeiert du ass, dat mischt dat du neit liewe kann entsto, dat du Kommerz kann entstoen, a final moch Wuninge können entstoen. Und wenn man kommen mat Bild enkeier mat der S-Bun, wo den her se, dats mat der Eisbun mat der Stroos, die man verlieren. Ja wat mengt da wohl Tisch an dem Raum, de jo freiget durch de Vetter bei dat Mer, wann dat guckt Uwen van dat durch Trend ass wie der oder op de Foto gesinn huet, wann der dat natürlich die durch Trennungen wäschhut, da schafft dat jo ganz aner Meigketen fir in anderem do Wuningen zu schaffen. Das so präzisément de But. Für dat man do an dem ganzen Raum massiv können Wohnungen schaffen. Dat hicht die Elemente, die da zurecht opwerft, wo der Sot wat gebraucht gëtt. All die Elemente krimmer hin, wann man eben den Raum so gestalten. Und die Sot die Konturen de Proximität, die braucht man net muss just Courage fir de Modellfilter anzubauen. Ja, die gibt man aber recht. Wir können ja net den Durchgangsverkehr, den der Haut tut. Also ist sie bestimmt, also ich wäre froh, ich werde nicht, die ging Merci so, wenn man gegen hinkriegen. An den nächsten 15 Jahren, dat kein ein Auto mehr vom Norden an das Zentrum ging, vor dat alles was höchst am Zug man will oder Gott weiß wie, sich ging deplacieren. Aber auch ich sind aber so realistisch, dass ich weiß, dass wenn man auch mal fertig bringen oder muss fertig bringen, den Individualverkehr stark zu reduzieren, es wird nicht immer Auto vorkommen. Aber da dumme Modellfiltern arbeiten, wo fahren die dann hin? Die müssen ja irgendwie da durchkommen. Sie können ja nicht an auch die an der Ortschaft sind, wenn das Kanton immer nicht tut an das Modellfilter. Wie fuhr dann, wenn der zum Beispiel will, von Ettelbrück irgendwo an Niepelding fuhr oder ob Dickrich fuhren, die muss ja da hinkommen danach. Dafür die Modellfilter, die kann ihn recht machen, und da kommt nicht zurück, wenn man dann der Dichtbilder holen, wenn die übergeordnet Großstraßen die hat gebaut sind. Das ist auch das Erste, was muss gebaut gehen. Die ganze Entwicklung. Mit den Wohnungen, mit den wieder zurecht versehen, mit den Arbeitsplätzen, mit den Kommerzen, die an beruhigte Kehre kann schaffen, die gehen recht möglich, wenn man die 3 groß übergeordnete Straßen gebaut und das heißt, der Kanton mit der Proximität von Ettelbrück, den B7 ausgebaut bis auf den Friedhof auf 2x2 Spuren und Kanton mit der Proximität von Dickrich. Weil wenn der das nämlich nicht macht, dann hat er keine Lösung für den Verkehr, den aber ja, irgendwie du musst die Nordstadt überwannen für den zugänglich zu fuhren, an die fuhren ich haut all Kreiser quer durch, aber machen, dass die Entwicklung dürfen überhaupt nicht kann entstehen. Dann muss er den Verkehr rauskriegen. Aber wenn wir das machen, da kriegen wir all die Elemente, kriegen wir die Algorithmen realisiert, die dir sagt. Oder die dir selber wünscht am Anfang. Und das tut recht, wir brauchen viele Wohnungen. Die Frage, die sich auch stellt, wenn man das Bild holen, wo man den Achse zentral verrickelt, schon nun, das lässt voilà. Die Frage, die sich schon stellt, mit das muss dir als Gemenge auch gucken. Weil das Densität zum Beispiel auf dem Gebiet, also das ist ja schon eine riesige Fläche, wo du gebaut hast. Wenn da die dort einen Auf- und dabei kriegt, wo er bürgermäßig gesehen hat, ich meine, dem lebt der Schweiz schon hier hoch, weil das hat ja nicht nur einen Impact, wenn da so viel Auf- und dabei kriegt. Das ist schön, wenn man eine Wohnung schafft, da muss die Schule gebaut gehen, an der Badautschüre, aber es wird Gemenge. Man muss ja auch so merken, dass die Gemenge das packt. Und das will man ja auch so merken, dass dort nicht gestaltet wird. Da kommen massiv Wohnungen bei, da wäre der Gemenge immens groß. Das ist ganz klar, aufwundermäßig gesehen. Und nicht nur da, aber das nämlich wird auf anderen Plätzen geschehen, wo man Raum freikriegt, wo man die strukturiert, die Räume, also die Straßen, die öffentlichen Transportinfrastruktur so strukturieren. Also ist jemand nicht d'accord, ich bin absolut nicht d'accord, dass alles das, was er beschrieben hat, was er gerne hat, dass er nicht braucht, wenn er hat, dass er eine Chance soll kriegen, wenn er hat, dass als kann er in Zukunft darum bezahlbaren Wohnraum kriegen und so weiter und so fort. 100% ist man nicht d'accord. Aber genau für das zu kriegen, meine ich, dass er genau das tut, muss alles bauen, was man nur heute proposiert. Und ich so nicht auch, nämlich der Staat hält heute lang für die tote Projekte, die er heute gewesen ist. Das ist eine Schätzung, wir sind nicht am Niveau vom Avant-Projet detaillé, wir haben eine Schätzung gemacht, dass dort die 1,2 Milliarden Euro kostet, die wir investieren an die Gesamtnordstadt, die 5 Gemeinden.
Also ich bin doch zu Ethelbrecht gesagt. Du geht in den Misch und geht unter den Kloturmes. Weil du mir schwätzt ja vom Zeithorizont bis alles fertig ist. Wenn wir gut schaffen, wenn wir politische Courage für 2035. Mir ist so nicht, nutzt die Chance. Nutzt die Chance, weil wir machen am Anfang heute nämlich an der Nordstadt, weil viel gemerkt ist am Zentrum, respektive am Süden, wo auch der Staat, die Entwicklungsgesellschaften viel so in eine Grab geholt wird, auch viel Infrastruktur gebaut wird, und das möchte das dann nur für verschiedene Entwicklungen da können so stattfinden. Und hier ist eine ehemalige Chance. Nutzt sie. Ja. Mein Name ist Buschiski, ich sitze vor Gilsdorf. Und da hatte ich 3 Sachen. Erstens mal von Ethelbrecht her. Da wird schon ein Tunnel gebaut und Garger drauf geraucht, da wird irgendwie eine urbanistische, scheußliche Projekt gehabt. Da hatte ich, wenn da in der Zentralachse da Häuser kommen, wird da einen architektonischen Konkurs gemacht, dass dann da irgendwie mal Häuser kommen, die vielleicht menschlich etwas durchstellen für dann, wo es dann nicht gerade große Kosten rumlief, wo es das Flemmhaus für ab der 100 zu gehen. Und dann die zweite Frage, ich meine, die sind über den Plan um abverstanden, mit welchen Schwierigkeiten bestehen, mit den Tunneln und so weiter, wenn es den Wasserschutzgebieten und so weiter so führen. Und die dritte Frage, was hat ein Gemeng wie Bettendorf, was ich schon Dorfgemeng ist, von dem ganzen Projekt und auch vom Verkehrmäßig, und was ich auch von frohen, wenn du nicht so Gilsdorf, dass die großen Bauterrasmäßigkeiten, da kann ich mir vorstellen, dass der Politiker, wenn das fusioniert, dass in die nächste von Dickrich ist, die darüber spurzen, sowieso schon, dass Gilsdorf zu Dickrich gehört, dann da massiv Häuser baut, wo dann ein Dorfcharakter von dem Dorf, was auch schon da war, schon mal durch die Entwicklung, durch die wir treiben, Wüstungspolitik, die wir betreiben, schon die, was kein Dir von mir sind. Okay. Also die letzte schenkt vielleicht Hanne nun. Die froh, was tut ein Gemeng wie Bettendorf davon, wann der dort gebaut wird, also nicht vielleicht Dickrich, die Profitation Dickrich gesperrt gehen, die profitieren oder vielleicht auch eine Ethelbrecht. Ich gehe davon aus, dass die Diskussionen, die im Moment laufen, für die Fusion zu machen von den 5 Gemengen, dass die seriös sind. Ich gehe nicht davon aus, ich bin so nach Kiew von den Bürgermeistern her, die gesagt hat, es sind nicht oder 4. Seriös nehmen, dass eine Forderung gestaltet gehen. Morgen war ein Bürgermeister im Radio, die hat gesagt, von den 5.000 € gesperrt pro Kap. Also wird nach vom CGDs gesperrt, sie berechtigt oder unberechtigt Forderung, das hängt davon auf, wie gerade gesagt. Aber das ist kein, die sieht, dass es nicht eine Chance wäre, für die ganze Raum, wenn der heute eng Nordstadt gemengt, dass das alles wird gemerkt wird. Wenn es dann eine Nordstadt gemengt, ja, dann, wenn Arbeitsplätze auch was nicht gerade so ein Heim stehen, mehr vielleicht neben drinnen stehen, dass das ja alles nur gedeelt wird. Das ist ja für die gesamte Region gemerkt wird. Aber wenn der dürfige eine Entwicklung hat, an eine Entwicklung, die Wurstumsdiskussion, ich diskutiere die immer gerne präzis und nicht abstrakt. Weil abstrakt sind wir wahrscheinlich allgoet. Wenn der mich fragt, ob ich dafür wäre, dass Lützeburg, was weiß ich, 1,2 Millionen Einwohner kriegt, da soll ich auch für wert, so Lützeburg 1,2 Millionen Einwohner kriegt. Das ist gut nicht froh. Froh, als die, an die es für Druck gestaltet gehen, haut schon, haben wir genug Wohnraum zu Lützeburg, erschwinglichen, ja oder nee, da sind wir als alle eins, nee. Oh, muss man die dann irgendwo bauen, für das auch erschwingliche Wohnraum entsteht. Da ist halt froh, sich wie geschieht das. Wie bauen wir? Und du hast recht, die Architektur spielt eine Rolle. Und du würde ich auch so, ich kann mich immer nicht mehr wundern, weil von scheußlichem Projekt gesperrt wird, ob der es gibt ja noch überhaupt kein präzise Projekt. Die Volumen sind definiert im Moment. Der Ding wird präzise, dass der Parking die gebaut wird. Da soll du natürlich die Gare, die Lodo als nicht adäquat für das, was du gebraucht wird. Ich weiß, dass eine Funktionalität da drauf kommen. Du könntest natürlich schon eine Gare hin, also Möglichkeiten für die CRL, für die Klienten und so weiter. Police könnt du hin, wir holen die ja weg, von da, wo sie haut ist.
Schwarz-2 oder Polizeminister, ich kann da du gucken, ich kann nicht so, also, pardon, das absolut inadäquat, wo die Polizei haut sitzt, also das Regionalkommissariat. Und ich meine, das besser dort zu auf der Gär aus, weil du siehst auch du erstens, wo dann aus man so eine Musik gespielt wird, aber im negativen Sinn, ne? Wo Musik negativ spielt, mit zweitens so sitzen, kann ich nur etwas bauen, was doch enger Polizei passt. Da können so lange Jugendherbergstühler kommen, danach geguckt, die verschiedene Büro. Mit den Architekturplan, also noch gut nicht fertig. Wo kann ich da so, du käme scheußlich Volumen hin oder scheußlich Gebäude, wenn vom Architekten haben okay Plan geht. Das kann ich noch immer nicht richtig nur vorsehen. Aber, ja, aber du könnt auch kein gesehen, was gibt nach kein Plan. Pardon, den gibt das ein Volumenplan. Das geguckt, die volumenmäßig gesehen, laut dem PRG von der Gemeinde, was kann ich da maximal am Volumen bauen. Das ist einfach, das ist ein Küb natürlich. Den ausgesät, dass ja nicht Gebäude, was du ihn erkennst. Das muss man mal nach gesehen, wie das Gebäude hier nur wirklich ausgesät. Dafür ging ich dem Ganzen dumm eine Chance geben, weil da lebt man es urbanistischer, da ging ich auch recht. Das ist extrem wichtig, dass man aufpassen, wie man urbanistisch Sachen bauen, und dass man auch die Zone an der Mitte, dann, wo der Nacht zentral ist, wenn du solle Wohnungen bekommen, dass du nicht 0815 Kosten die kommen. Dicht bauen hier ist übrigens nicht 0815 Kosten, aber wir wollen. Also ich bestimmt kein Freund von HLM-Konstruktionen, das ist schrecklich. Man kann ihn aber auch dicht bauen, an dem man das baut, mit höherer Qualität. Das ist alles möglich. Da gibt es genug Beispiele auf der Welt, wo man das kann nur verzeihen, und nur gucken kann. Und ich bin ein absoluter Verwend von einer urbanistisch-ordentlichen Gestaltung. Aber das hier, was hier gemerkt wird, setzt mal für aus, dass die Herren den Kanton denken, eine ordentliche urbanistische Gestaltung. Komm, wir holen mal denken, die Foto von dem Axe Zentral. Muss aber keiner so, dass der tote Schein ist, was du gesehen hast. Da sind wir uns ja wahrscheinlich alle geäht. Und dass der tote mehr Schein ist, wie das, wie die Haut ist. Also, wenn ich gerne Toten hat, dann muss ich den Axe Zentral ganz anders strukturieren, dann muss ich den ganzen Verkehr anders strukturieren, sonst kriege ich keinen ordentlichen Urbanismus dahinter. Und das ist die Voraussetzung, die hinter dem ganzen Projekt hier steht. Den Detail, und das will ich auch hier so, das ist ja nicht so, dass man wenn man aus nie gehen, so super, dann machen wir das toll und da wird das gebaut. Das geht schon nach kein Detailprojekt. Und die Detailprojekte müssen erstens mit der Gemeinde, mit der Bürgermeister, aber mit den Bürgern diskutieren. Und das werde ich nicht, wie sehen wir in den anderen, nur mir wird, wann das realisiert wird, nach mehr wie ein, aber ich müssen halt zurückkommen, wie man das diskutieren über den Detail. Heute Abend geht es just darum, und das wollte ich weisen, dass man eine Idee hat, wie doch gesagt ist, wie doch da steht, eine Vision hat, für effektiv der Nordstadt eine Chance zu geben. Auch für der Oststadt so gut urbanistisch eine Chance zu geben, logementsmäßig eine Chance zu geben, sie ganz anders zu strukturieren, für das kann man ein Bild denken, weil das so schön für zu weisen, für das so scheußliche Geschichte wie der Toten an der Nordstadt nicht mehr existieren. Das ist das Objektiv. Und im Detail wird mit den Bürgern nach ganz viel mehr wie ein hier geguckt gehen. Wir haben Nordstadt-Entwicklungsgesellschaft, die also 1,5 Jahre alt. Der Staat hat also 100% von dem Kapital. Wir haben aber von Anfang an dafür gesorgt, für das für allem die 3 Gemeinden, die Krigetterweg und Irpelding, die mit vertreten sind. Den Mario Dittmann, den noch hier am Saal ist, dirigiert die Nordstadt-Entwicklungsgesellschaft, und dort noch in den Hölle, was wir machen. Wenn wir bespieren, und dafür machen wir ja die Abend wie heute, dass das größte Konzept, dass das okay ist. Da werden wir über das nächste Jahr mit den 3 Gemeinden zusammen mehr einen detaillierten Plan machen, wie das dann kennt, auch mehr im Detail ausgesehen. Und natürlich, sobald wir das dann mehr im Detail ausgeschafft haben, wird man denken, bei ich komme so wie den Abend, weil das einfach wichtig ist, dass wir merken, dass die Lebensqualität besser wird. Nicht für das ziemlich schlecht wird. Ne? Und ich meine, das Leute selbst an, dafür machen wir ja auch die ganze Landschaftspark, für das die Natur, die rund um Wasser ist, an dem wir auch können flott kombinieren mit Teichwasserschutz, dass das alles so ganz gibt. Dass wir das dann auch mit Spazierwegen, mit Philosophie verbinden und dass das dann insgesamt stimmig ein Projekt gibt für die ganze Nordschleife. Ja, schön. Schönen guten Abend. Du hast gerade das richtige Bild am Anfang drauf. Dir sagt man, dass du viel mehr Wohnraum entsteht. Von der das nächste Bild hört, Vision,
da gesinn ich do und sich 3 Reihe Gebaier, wo tschen da Gebei natürlich auch eng Stroß aus. Riet sind nach enkeier 2 Busspure plus Wëllosfee. Deisebun läit ja och nach enke ganz längs. Dat hicht war mal de Wickler wäschrappen, a wir setzen Häuser du hin, du man net viel Mann auf Wunderraum geschaf wie dat do. Du hast natürlich schon nach Lo e Park, do wo sos den Zug war. Den Zug as ja nach do. Das ja net, dass den net wie do wie an die Strossen tschen den Häuser muss ja well Loch do bleiben. Dat hier Stadt sind die 3 Bunnen, die mal lo op dem Bild wofir drun hunn. Und se spure ma terrasmäßig null. Ausser der Wickler gef so ich hab de Goldknappe wäsch. Komme hunn man enke Bild vun der Eisenbahnstrecke gesinn hin, also wo die 2 Bilder sind. Ja dat dofir drun, dat genau. Ja dat oder dat wat wichtig as ja. Nee, ich könne noch dat los, das egal. Dat wat realistisch. Nee, du guckt, ja, die gibt mir aber recht, dass den Unterschied aus wann der Welt urbaniseieren an die Fu mat der Stroß mat Eisboden matzen dadurch wie lo ass, dat den Unterschied as och weich der Raum kann gestalten an noch Terra kann gewannen, wann de Stadt pannen wiederlehnen. Dat ist den Objektiv. Eng de Schneidung bedeit immer net net nimmen bei der Schneidung Deisemsträger an noch Stroß, wie du nach sovi Meter als links errätst davon, wo der muss frei an die krit eng méi rationell an optimal Gestaltung von der Daten noch handelt. net méi Wunraum net méi Fläche. Ja, also ich mein, Chance von mir die Planmacher für den Akt zentral, dann wird man dat am Detail gucken an gëtt den zweiten große Vierdeel van Deisebun handen ass. Ich mein, all die Leute, die ha kënne sind, die wissen, dass du schiert ass am späten um Mitte. Dat hicht mir bauen Deisebun an Stroß do hin wo schiert ass, an mir mechen Teise do hin wo Sonne ass. An da das och mensch an dem ganzen urbanistische Konzept as dat eure Vierdeel. Mir gëtt einfach eng Chance, dass man un dem urbanistische Konzept schaffen, a wann man bis sto hunn an schreiben dat natürlich op, dass die mengt, dass du net méi Platz gif geschäft gifir Logement also die Informationen, die ech schon, wenn man viel dem Projekt schafft und seht mir besanisch, dass mir gut proof of the pudding als da man nicht rumkommen an ich dann könne weisen wat man der Menge wat du vor Wohnungsplätzen kann entstehen. Natürlich von den Heich baut können natürlich auch viel Leid dahin, das richtig. Also wir werden nicht viel an du hinbauen, weil ich meine, ja, das, du musst dann das andere gibt auch gut ob viele an oder nicht, das einfach von ich riert 100 Meter wächhöllen an stehen den nur längs, dann hun ich sie nicht mehr. Sie sind just verreckelt op pur Plätzen. Nee, das ist richtig. Die Organisation das mir schein geht Wundfläche. Dann eng 1,7 Millionen 1,7 Milliarden. Ja, nee, 1,7 Milliarden investierte Staat. An soweit wie ich verstanden Ries dat net die war nicht alles so ausgedurcht. Da wie sich net, ob da lo einfach Mengen Steuergelder verschwengst, weil du beim Sidegas nach immer den Brick net fertig an der Baum schon den feiert Spur hin hat gi 3 Dr. Also du gehalt am einfach ja. Also die könnt du könnt mir natürlich Reproch machen für Rappes, was ich nicht in der Vergangenheit gebaut habe. Auch der hat gesund 3 Spuren. Nee, ich will so, also die B7 und Bettbrick fertig bauen, ne? Das geschieht noch. Ne? Die ganze Überlegung weiter zu spannen bis auf den Friedhof. Ich will keine Menge Schuld. Die können aber nicht mich responsabel machen für Sachen, die gebaut sind, wo ich Mengen und noch nie verstanden habe. Also ich war nie große Freund von der Nordstraße. Ich habe aber nie verstanden, wer verschiedene Elemente, wie die nicht schon an der Zeit mehr. Ich will aber keine Lust, ich will keine Schuld zuweisen. Mein Prinzip ist nicht, für zu gucken, was tut laut meiner Meinung, vielleicht war ich auch falsch, Viergänger falsch oder nicht falsch oder richtig gemacht. Ich will gerne, dass etwas geschieht, an der Sache, die nur passiert. Das ändert schon nicht, oder? Die haben ein Problem, wenn die Infrastruktur nicht baut, dann kriegt das Problem nicht gelöst. Ja, ganz richtig. Dafür dann die dritte Frage.
der baut den Tunnel bis an Klick. Die meisten Autos, die am Fanger durch Dickrich fuhren, das sind die von Feiern, da kommen nach von nicht danach. Also ich fuhren relativ oft die Strecke, für weiter nicht den Tunnel bis auf Bliesbrick bauen. Für das man sie nicht dann müssen, quer fort den Straße randrehen, für sie dann recht können Last zu gehen. Das selbe ist okay, da sollte man, wir haben dann aber oben alles, was vorbeisteht, nicht raufkommt, die können wir auch direkt trainieren, aber die müssen auch immer durch viele Gondeln. Die Namen, wie soll ich mal so, ein Premierbürger vom Land, die wird sich auch aufregen, wenn immer alles muss durch Fehler nachfahren. Also erstens mal als zu sagen, dass der Tote ja nicht heißt, dass man, weil das gibt es auch, es gibt am Plan sektorell Transport, also auch fehlen, viel gesehen, dass den Kanton mal fehlen möchte. Das ist mir das echt. Und der Tote, was da so gebaut ging, also was hier neu ist, dass man den Tunnel weiterbauen bis bei Spidol, weil da war manchmal aber Sinn nicht, ja? Auch für die fehlenden Leute. Wenn sie müssen weiter durch ganz Elfberg knechtle, für bei Spidol zu kommen, ich weiß nicht, ob das eine super Idee ist. Das Später ist, wie gesagt, der Tod ist nun der wichtigste Teil. Wir können ja, also, wenn der Tod alles an den nächsten 13, 14 Jahren gebaut, dann hat er gut geschafft. Ja? Also dir. Ja. Das heißt, dir wisst gar nicht, ob das eine Vision ist, das alles warm Luft. Nee, oh, was da, ich finde die letzten 8 Jahre eigentlich nicht mehr warm Luft produziert. Solche Projekte sind alle guten Optionen, die gebaut sind in den letzten 8 Jahren. So viel sind dann in den ersten 20 Jahren nicht gebaut. Okay, aber das ist aber egal, jeder kann besser machen. Jeder kann besser machen. Okay, Problem. Aber das hier, das ist nicht warm Luft. Das hier ist an den letzten 2-3 Jahren entwickelt worden, weil man ja natürlich viel als evaluiert. Zum Beispiel die Kontornummer von Ettelbrück. Mir hätte da Sinn gemacht, dass man die Kontornummer von Ettelbrück nicht durch den Tunnel gefällt. Weil so wäre 4 gesehen. Weil ja 4 gesehen, Projekt, ja, dass ein Strich gehen auf einer Karte, dass man gegen das tote Stück bauen und dann weiter fehlen kontrollieren. An den Arm durch den Tunnel bei Spidol wenn nicht gebaut geht. Wir wollen nicht Ettelbrück gucken, aber nicht gucken, wo die Aktivitäten da sind, wann wie viele Schulen da sind und so weiter. Auf wie viele Leute da hin wollen. Mit dem ist doch Sinn, das so zu machen. Das macht wärmer Luft nicht zu tun. Also, ich stehe nicht am Ministerium für Wärmluft zu produzieren. Es sind noch nicht viel Menge da. Es sind da, weil ich das mache, weil ich für richtig bin. Nicht, ob die Enke gebaut wird, also ist das einfach eine Vision. Das ist nee, das Teil, wenn ich so, dass schon Schätzungen da sind, darüber, dann soll ich das mehr als wie einfach eine Vision. Dafür soll ich einfach, dass meine Steuergelder verschwindet, weil wenn schon Schätzungen da sind, dann gibt auch gesagt, wir investieren so viel und da bauen wir eine Straße fertig, wo man genau da wissen, wie das so, dass sie über mehr im Wäschgrab gefällt, 13 Jahre, aber man wissen, wie sehr dass das geht, für jeden etwas zu dezidieren, wie sehr das Nährberts baut, glauben nicht, dass ich es nachher. Ja, aber was auch da ist zu so, erstens mal stimmt es nicht, das Projekt in Schlützburg alle so lange dauert, wenn das nicht richtig durchstoßt, wird lange gedauert. Ich will aber nur nicht darüber aufhängen zu diskutieren, weil da sind wir lange am Gang. Es gibt auch viele Projekte, die gehen am Zeitraum umgesagt, die ganz rapid sind. Wisst ihr, ich habe keine Polemik. Ich sage die Stadt ganz ehrlich. Ich habe keine Polemik. Einfach nicht mehr zu polemisieren und zu sagen, wenn ihnen sich mehr geteilt hat, kommen nach Sachen zu weisen, die studiert sind. So nicht einfach warm Luft, das können die natürlich so. Das ist recht, zu sagen, so zu diskutieren, sieht er bestimmt mal eins, das bringt kein Mensch weiter. Und ich so nicht nachdenken. Der Toten, wenn der Haie ist eine ehemalige Chance für die Nachstadt. Wo der Staat 1,2 Milliarden, das ist nicht 1,7, mehr 1,2, die 500 Millionen, das war der Blitz bei Wortstung, das sind die Sachen, die schon an der Umsetzung sind. Ja, Ettelbrück hat ein ganz gutes Projekt, die am Bau sind, die muss der Junge noch dabei addieren. Das kommt auf 1,7. Die neuen Projekte, da wird geschert 1,2 Milliarden, das ungefähr wird kosten. Mit ich so nicht nachdenken, das ist eine immense Chance. Er wurde décidé. Wenn die Leute nicht wollen, die vergeht, die verspielt eine Chance, wenn er das nicht nutzt. Ja. Transport, den wird man dann ändern, für die gute Sachen dann eben noch, dass die dort rasch kommen. Und dann ist es keine warme Luft mehr, dann ist es eine konkrete Decision, die geholt ist und die dann systematisch umgesetzt wird. Und ich meine,
Also Apps kann den heißt am François Bauch net der Kurs mit das net vu den Ministern ass die Zchen Firo bringen schwngen du kann ich auch am beste willen ich der Kurs sinn. Wann der wëll der Schul enke Ent van Meer Bösing eicht froh, wo gefrot gesot huet, giffe lo 2 Kulware geschäft gin, mir giffe den Wundterrain verleieren. Dat stimmt net 100%. Ich kenne de PRG aber ziemlich gut. Lernchte Goldknapp, wo lo sollt deise bun verloch gin, do wär en coole Wert fir gesinn. Du sollt eng Wëllerspist lernen han Lernstfeieren, do wär ere Küll zum Goldknapp, do wär eng coole Wert. Dat hicht deise bun giwe du an die coole Wert do gelecht gin an so verleiert de lo net. De vielen Terrain Gil bis du lo fleisch gemengt, ich wollte du darüber antworten. Ja, also dafür nur geschwar gehen auf der B7 beim SIDEC in Övrach. Also ich kann nicht versichern, wo mir das Mobilitätskonzept ausgeschaltet war am Bau, und wir alles viel gesehen für die Feierspuren zu realisieren. Momentan sind da 3 Drop mit, da sind da Tanten am Feierjahr, das alles viel gesehen. Dafür sind noch Fassaden, das werden können selber gucken, wenn die sind provisorisch, dass man die können ganz einfach verbrennen. Das ist nicht, dass wir Fenster, Geld zu Fenster ausgehen. Wir haben alles dafür gesehen, für das, und da sind noch Terrain noch schon da, für die B7 zu verbrennen. Dafür stehen die ganzen Gebäude auch schon ein bisschen mehr zur Seite. Und da wollte ich noch zum Kanton der Proximität, ich meine, ich habe das hier vorhin erklärt, ich meine, wir wollen nicht mehr die Kanton für die anderen Leute. Wir können auch gerne Kanton bauen für die anderen Leute. Da können all die anderen Leute herumführen. Und mit da setzen wir kein Modellfilter drauf, weil der Hund Leute nicht. Und dafür haben wir als gut nicht. Da tut er weder Kanton nach einer Achse rundherum können, durch den Verkehr nach der Stefan und Nummer nicht erreicht. Ja, ich halte noch was challenged. Ich finde just nach dem Punkt, es sind noch Bürden da. Wenn wir bei der Dotterlesung bleiben, dann bleibt Bild, das ist die Straße, die Hai, wo die Sauerbrück geht und dann nicht Spuren, ich glaube, Bier darauf. Und die Schulbusse nicht können fahren, die müssen die Jettelbrück fahren. Die Bierden kann brauchen mehr lang für eine Primärschule zu kommen, weil ich in der Zeit zu Nettelberg und Schall und Handwerkerschule. Das ist eine andere Sache. Wo ich will zurückkommen, dass die Bild, die kleine Straße da, das ist noch immer ein Teil dann von der Hauptstraße, was nicht erst danach. Da hält den Tourist hält sein Navi, und dort geht Burschen drauf, Bierden, Erpelding, und dann eventuell Friedhof, am anderen Fall über den Himmerisch, Optikrisch, und da weiter betten durch erst danach. Wie sieht da die Probleme? Merci. Das ist das Problem von den Norden. Das ist ja eine Strecke, die ist bekannt für Leute, sondern das ist die kleine Kanton immer. Die wird Himmerisch zu führen, und die wird Erpelding bauen. Den Teil zu Erpelding abgeht, das ist ja eine Gemengestoß, und die gehört nicht zum Staatsreso. Ich meine, da sind Kompetenzen bei der Gemeinde, für dort zu gucken, wie es mit der Stoß umgeht. Was den Himmerisch aber betrifft, die sieht Detail 400 oder 100 Mal im Bild, und da ist ein ganz dusser schwarzer Strich gezogen. Auch da ist die für Modellfilter anzusetzen, dass das nicht mehr als kleinen Kanton mal figuriert. Da kann natürlich nur der Bus nach rüberfahren, aber nicht mit dem Auto. Okay, aber das sind auch mögliche Optionen, die gehen recht möglich, wenn man die Restaurant drin holt. Ich wollte schon absurd. Naja, ich wollte so, ich fand die Idee, wie die Lower 4 bräuchte, ich schon in vielen Jahren, wo ich bei der verschiedenen engagiert war, am Umweltpolitik als sonst wo viel Etüde gemacht haben, das hat doch schon mal eine Etüde zu sehen, wo etwas Konkretes könnt, wo dann vielleicht möglich ist. Ich wollte zwar so, ich will auch nicht die Regierung drüber löwen, weil ich kein Freund bin, mir das ist aber mal etwas, was dann mit Konkretes ist, aber was irgendwie mit Menge Menschen durchstößt ist. Weil ich all die Sachen, die ich für in den Etüden nicht gemacht habe, und die doch dauernd zu Fenster rausgehalten und das nicht erfolgt. Will ich aber dazu sagen, will ich aber dafür mal löwen. Ich meine, dafür war immer, ich meine, ich habe Herr dafür noch gesehen, oder Ihren Bestimmung. Ja, Pater hat Entschuldigung. Herr Bausch, der hat gerade gesagt, die hat da sein Propos.
für das Konzept von der Nordstadt, als c'est à vous de décider. Ich wollte nur fragen, wie das meint. Als das lo gebunden und Nordstadt und Fusion, oder als das völlig unabhängig von den Plänen, die der Reisheit präsentiert, gehen die auch realisiert, wenn die Fusion nicht geht, oder wie meint das, c'est à vous de décider? Also, das wird gut. Ja, ich kann mich immer nicht mehr wundern. Es ist so sympathisch, dass das geklappt hat. Aber wenn ich so ein Avu, dann meine ich die Bürger, die Idee. Nordstadt Fusion hat, also ich habe viel gesagt, wenn man das mehr profitiert, gesamt Nordstadt, davon, aber als Nordstadt denke ich, ging funktionieren. Wenn ich eigentlich wundere, wäre ich dafür. Ja? Sind noch dafür, weil ich aus anderen Gründen, aber die Projekte haben ja nicht mit der Nordstadt, mit der Fusion sind. Strikt immer, nein. Wir proposieren ihr Stadthalten als Gemengen an von der Nordstadt, der so muss können nennen, weil ich die Überzeugung sind, oder weil wir der Überzeugung sind, dass der Toten für ich viel bringt für die Entwicklung, auch für den ländlichen Raum insgesamt am Norden viel wird bringen, weil natürlich auch nicht agang en Konsequenz van do Arbeitsplätzen stehen für dat Leid aus dem Norden méi no Arbeitsplätze können kreen und so weiter immer interessant. Also ich meine das Dateiers eng Propos von eiser Seite aus un Nordstaat wie sie genannt getaut Zukunft der Fleisch denke Fusionsgemeng mit das net gebundenen Fusion ganz klar net wann ich so das erste Idee an der Mensch die Bierger wann ich nimmen Opposition kreen. Wieso war das glücklicherweise nicht so falsch? Ich habe die Impression gehabt, dass zu dick Regent Wettelbrick an den Bürgerversammlung Leute echt begeistert wäre von den Ideen. Wir wollen nicht so spüren, dass bei Bürgerinitiativen entstehen, dass wir Leute alle gut Sturm laufen, also wir wollen das nicht. Ja, gut, dann hat Leute das so dezidiert, da wollen sie das nicht. Das ist das, was ich da gemeint habe. Ja, komm, ja. Bitte. Salut, de Claude spezifisch Vëllers vergedet. Also Verbindungs also Vëllerspist also zu an dürft du as eng Verbindung, wo beim Cycle Airsport du as eng Verbindung iwwer Deisebun. Da wëst man neie Wëssenstand mo. Am eng froh as ech hör vielmal Wëllo an schön iwwer Pattenbrick an Donno geht Vëllerspist oder wofür nicht so sicher weiter du hast mein froh wie kommt es sicher ob Dattelbricker gerne mo ist man will am Moment ja oder kurzfristig gesehen merci ja also einst du denken Sie immer mein Mädchen da tut immer freier du Prinzessin Lili viel geguckt das hat dann immer so einen Zauberstab und dann Hex gemacht und dann war alles fertig und dat den Hundeschlei dann net das aber so dat eng Verbindung der ugedech wir können net immer alles direkt man nie fertig kre Müller Pompette gebaut du hast de Wëlle mat 4 gesinn du hast auch die Platz mir vor bis Rof von der Kille und dann halt op du hast die Leiit lo run dat werd lo nach 4 Hirsch geschéien du gëtt lo eng Rei Parkplätzen do ëmgebaut an da kämmer do eng provisorisch bis bei Stroß Dr. Klein die opgeht aus Gemeng och Dattelbricker Gemeng run fir die Dr. Klein da weiter zubauen fir man de Wëlle och dummer drop kreen, dat man da schon bis bei de Centre hospitalier kommen an da immer op der anderen Seite kommen wir och schon Richtung Ettelbrecker gar. Dat ass im moment ein Provisorium an attendant, dat mir den Tunnel gebaut hun an dann wann man den Tunnel ja bis hun, dat ja fir schon en Kugeschwert gin als op den Tunnel nach nedig wär. Mit dem Tunnel ass nedig, weil och de ganze Karte du wohnt jo net Keen an noch du hast auch net Ke-Kommerz. Du si viel Kommerz, du si viel Parkplätzen vu in Zukunft nach immer viel Leiit hin können flotten wo de Change mir bussen, Dich wir brauchen den Tunnel fir dat man haut vor mir do am Krees zu di mir vu am Krees bevor Karussell, fir dat man dat Karussell do können ophalen, a fir dat man do können de Karte ganz naie menagieren, wo man Strassentrafik berouech kre, wo noch ganz Strassen ja auch nämlich für den Trafik abholen und da kriegt der Wöller dann proper seinen Platz. Aber dafür muss das alles für Druck gebaut gehen und dann können wir uns ja fast die Wöllers-Pisten an der Akkord und die Wöllers-Express für alle Götten so realisieren, wie man das alles geplant hat. Wie gesagt, das ist momentan ein Provisorium und wir brauchen eben nach 1, 2, 3 Jahren, bis wir das dann alles fertig haben.
Kommt dir. Ja, es sind leider für ich auch Bierdner. Und ich kann da nicht zufrieden sein, was heute noch und lebt, was als Dörfer geht. Erstens, als Bierden der einzige Dorf, was oben auf der Kopf liegt von dem ganzen Nordstaat, von ihrem Projekt. Da sind noch Leute, die vor nicht so locker wollen wie vielleicht andere. Es hat auch noch nicht ein Elektrobike, eine Riesen. Verträge ist damit, dass er schließlich da Velosphäre abgezeichnet ist. Und damit sind die Bierden gefälligst, können die zufrieden sein. Das hat der Riese aber noch nicht gesucht. Und hat er aber als damit verträgt. Nee, dass nur da vorgestellt, wie die Velo. ja, nee, da gesagt, kein Bierden, das geht nicht am Konzept dran. Und du hast dann gesagt, man guckt halt, da ist aber keine Velosphäre, die da gezeichnet ist. Voilà, ich habe 4 Kanner, und die sind früher hier an die Primärschule gekommen, hier direkt hier neben dran. Die Idee ist, wo mit der Schule war, waren die 2 Stunden am Bus. Ne, das war all gesagt, Fahrt war eine halbe Stunde, ich Ettelbrück mit all den Arenen, bis die hier waren, eine halbe Stunde. Das heißt, Montags, Mittwochs und Freitags waren die 2 Stunden am Bus. Das ist immer früher, heute auch nicht mehr, da waren wir zu Brüssel, ne, an 2 Stunden. Das sind Sachen, die wo ich an dem Konzept habe nicht gesehen, dass die anderen, da können sie den Tunnel hören, da fahren wir bis Richtung Colmar und da kommen wir ran. Aber zeitlich braucht keiner zu sagen, dass wir da super Zeit fanden. Ne? Und dann muss ich aber sagen, wir, das ist bald 30 Jahre zu Bierden, haben wir eine Verbindungsstraße zwischen Eisendorf und Erpelding. Das ist ein besserer Feld weh. Hier sind Leute hier am Saal, die heute zu Erpelding wohnen, die sind umerdeiert, man Verkehr, den all der da langs geht. Und da geht dann so ein Konzept gesagt, dass da ist ein Gemengeproblem. Guckt, dass da eins geht. Die so, das nicht gesagt, mir so hat geklungen. Damit können wir, nee, da kann ich ja nicht damit lernen. Ja. Das hat keiner nicht gesagt. Ich fand es nicht korrekt. Das gesagt geht, das ist ein Gemengeproblem. Also hast den Herr Gleis gefordert, als ein Kollege. Also Reproche, man ist die Politiker, du da bist können ruhig kritisieren. Die Beamten, die mich die schon stellen. Ja, man hat gesagt. Ich fand nicht korrekt, dass der Marquis den ich als Beamte viel mehr geht für sachlich einfach zu erklären, was die Projekte sind, dass hier in der Stadt geht, von ihm Bier egal wäre. So ist das nicht. Pardon. Wie könnt ihr die Reproche machen? Wenn zu beten, dass kein Stroß steht, dann vernennt mich, wir vernennt nicht hier. Maar dat van een Gegelo. Voilà. Das ist korrekt. Und da geht es weiter und Leute. Mit dat aber nicht ein Problem. Das ist ein Gemengeproblem an der Stadt hier, und dann steht mir tot zu Birsch. Bierden habe ich Gefühl, die sich just so für Bauplätze zur Verfügung zu stellen, für vielleicht noch eine Wandrat zu akzeptieren, ob 700 Meter und Häuser. Dafür schwätzen wir heute noch nicht mit, das aber mal ein Parenthese gut annimmt. Dafür ist Bierden da. Aber an dem ganzen Konzept spielen wir keine Rolle. Zu Bierden geht oft die Nutzen an den Gemeinde, aber wir wären auch besser zu Burschen an der Gemeinde. Und wir wären da an dem Konzept mal dran, wie das wir da auf der Kopf sitzen und wir sich irgendwo gehen an dem ganzen Vergehen. Weil das Gefühl hört den immer mehr sogar, das kriege ich nur mit einem Schuss bestätigt. Dann wollte ich noch etwas sagen, den Tunnel, den zu Werke rauskommt. Da kann ich nicht mehr staunen, weil ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Mit der Gemeinde wird eine Schule bauen. Ne? Also, das vielleicht purmentiert, du hast die dort den Nack gemäht, die haben dort Terrain gehabt, und die wollen da eine Schule machen. Da kommt da aber ein Tunnel raus. Da könnt den Tunnel könnt du hin, weil da so, ja, da sind wir nur bei der Klinik, bei den Schulen. Mit da ist eine totale Fehlplanung. Gut, das ist nicht er schuld, Herr Bausch und Herr Kollegen, das ist Fehler von ganz lang hier. Die Klinik hat nie hier gehört. Die Schulen gehören heute nicht mehr auf seinen Stoß. Die gehören hier bei einer Laduno, wo sie beim Verkehr immer angebunden wären. Also muss man einen teuren Tunnel bauen, für das die Plätze accessibel sind. Also, wir sind aber heute Schildbürger erster Klasse. Eigentlich kann ich schon wirklich nicht mehr sagen. Das ist ein Skandal, was da lebt. Und so ein Tunnel ist ja nicht einfach, der rüsselt ja nicht aus der Tasche. Das kostet ja aber wirklich Geld. Aber wenn dann ein Tunnel da ankommt, und dann ist kein Konzept da, wie ihn den Trasse 4 zieht, auf Erpelding.
ah ja, du hast nach Feld weh, du könnt Leute darauf, und da können die da rauffahren, und da fahren sie rumlangs die Leute, die hier schon jahrelang emmerdiert sind. Weil den Tunnel provoziert ja noch nicht mehr, dass die Feld weh nach mehr genutzt wird. Dann zit ona, weil op die pro Millionen geht ja dann 9 Millionen, dann kann ona einen Tunnel zeigen, den hier zu Irpeldingen rauskennt, wo mal eine proper Lesung gefunden wird, wie ihn von A auf B könnt. Und nicht mehr irgendwo den Eck hier als total vernachlässigt an einem Projekt, das man lädt, dass das für mich nicht tragbar. Okay, merci für die Remarken. Ich will denke so, ich fand das ja auch ganz, dafür kommen wir hin, für das dir dann für Ehren Eck, wie das so stimmt, könnt bringen. Ich will aber denke, doch hinweisen. Das, was wir hier weisen, größten ist, das ist der größte Straßenraum, den wir brauchen, für das wir überhaupt Bannen dran am Kehr von der Nordstadt, ob es bei ihr ist oder so, an einer Platz, dass eine andere Entwicklung können kreieren. Und den Marquis hat zu keiner Sekunde gesagt, dass mir den egal sowieso, also ich weiß auch nicht, wie Leute kannst du vorstellen, ich kann doch verstehen, ich bin nicht frustriert, also Rosen ist, weil vielleicht die Entwicklung aus einer Wirtschaft nicht so ist, wie sich sie vorstellt oder wie sie will, oder berechtigt Misssinn. Da kommen immer so die Theorien, wie wenn du entweder Beamte gehen oder Politiker gehen, die gingen einfach aus Expressigkeit das nicht machen oder weil ihnen etwas Besseres auffallen. Also, das ist ja nicht, so funktioniert ja kein. Ich lausche dann schon nur, was immer so. Und mir lauscht dann alle gut. Und der Marquis lauscht das auch nur. Und natürlich gucken wir dann alle Wirtschaften, die rundherum die groß übergeordnete Straße leihen, dass wir dann natürlich die Straßenrede oder die sekundäre Straßenrede so gestaltet kriegen, dass möglichst Verbindungen ordentlich sind, dass der Verkehr, den Durchgangsverkehr rauskommt. Das ist so der Objektiv, den wir heute tun. An der Hinsicht fand ich es gut, dass ich heute bemerkt habe, wie das natürlich kann spezifisch dann im Detail gucken. Die Details, die kommen ja recht, da sind wir noch gar nicht so weit. Aber an der so davon dem Spidolas. Ja gut, Spidolas haut do. Wir können nicht mehr wäschen. Das ist nur do und wäre doch, dass ich meine, dass das wichtigste Spidol am Norden, da gibt man ja recht, dass das nur müßig ist, diskutieren für Jahrzehnte, wie das Spidol da gebaut ist. Also bei der Zeit kommt ja auch kein Wissen, wie das Land sich gegen entwickeln für Jahrzehnte. Muss ja auch ehrlich gesagt so, als das auch ein bisschen schwierig. Und die Schulen, die da hat, bis zur Ladune, aber du geht auch nach einem zusätzlichen Gruppen. Bauen nach der Nordstadt, die können schon nach dabei. Geht schon nicht durch, mit dem, was wir da haben. Das ist aber, wenn es die Entwicklung auch, die wir haben, am Norden vom Land, wo man gerne hätte, dass die Schüler aus dem Norden nicht alle müssen an den Staat fahren oder dass man attraktiv Flüsse am Norden brauchen. Das bietet aber natürlich aber an. Und dürfen bei der Ladune oder dem Teil auf dem River kommen ja sowieso auch nach Schulen. Mit der bleibt aber, dass den Eck da, wo das Spidol ist, mit all den Aktivitäten, die da sind, haut da ist und auch wird bleiben und dank durchwegs Sinn möchte, für allem auch wenn es im Spidol das zu machen. Boah, ich mache von Synapsversion zu dem sekundären Straßenresolo an zu Bierden. Ja, das wie ich gesagt habe, wir die kleinen Kantone mal wie kennen. Und ich meine, als Reaktion darüber ist eben, dass man hämmerisch zu machen. Das können wir machen, das wollen wir auch machen, von der Reso bis der Kirche steht. Und dann, ich meine, wir wollen sicher nicht Bierde von Irpelding kappen. Ich meine, die muss ja verbunden sind die unter eigentlich Straße. Und das sind Leute eben, ich meine, die auch zu Bierde wohnen und zu Irpelding, wo die Axt dann benutzen werden. Weil für die anderen, dass ja kein, der freiwillig sich der Wesige geht, weil der nicht neu wird Kanton und Proximitäten, er hat 345, den viel mehr eine attraktive Verbindung. Da geht der nicht durch Irpelding, über die Shared Space, das ist in Dresschatzone, dann durch die Karte und dann über Feldfesig, die Wesige noch Bierde. Also die Leute sind noch immer, sie sichern sich den flotsten und den performantesten Weg an. Das ist ja nur nicht mehr den kleinen Schleichweg. Au contraire, du hast eine flott Alternativ gebaut und du könnt Bierde ganz flott angeschlossen. Natürlich ist eben Verbindung von Bierden Rover Birpelding als eine Gemeinde weh. Und du hast nicht angedacht, dass das uns hergeht. Weil au contraire, kann ich den nicht durchschließen, weil ich da an einem Quartier hänge. Also ich meine, wie hier gesagt, wir gingen mit den Gemengen eng zusammen schaffen am Kader von dem Projekt, für zu gucken, auch wie die Gemengenentwicklung, wie die kann, mit dem heute verknappen, dass das heute optimal nutzen kann, für das Gemenge sich kann ernsthaft entwickeln. Das ist ein Objektiv
Und du gëtt viel Detailarbeit nach zu machen mat den einzelnen Gemengen, die halt betraff sie vom Projekt. Und da sind ich auch sicher, dass man für all die Probleme, die ugesperrt gehen, nur Lesungen fanden, für dat die Investmente, die wir machen, dass die auch das Maximum rausziehen aus dem Ganzen, darum es geht. Ja. Wir als Polschosse sind ja zuständig für den Staatsreso. Das sind Autobus in Nationalstraßen an CR. Unser Wunsch ist, dass wir, und das probieren wir auch immer zu realisieren, dass wir performante Reso haben, die oder attraktiv ist, für die Leute auch die sollen benutzen, für von A auf B zu kommen. Wenn die Leute beim Lufthängen über Feldwehr zu fahren, für von A auf B zu kommen, ja, dann haben wir etwas falsch gemacht. Das soll nicht das Ziel sein. Wir können nicht verhindern, wenn noch Leute die benutzen, weil sie meinen, das wäre mich schnell. Wir bieten eine proper Alternativ, wir bieten eine performant Alternativ, auch mit dem Kanton und mit der Proximität, und da wird die auch genutzt gehen, und da wird den Trafik da sicher auch deutlich zurückgehen. Ja, Guten Abend. Herr Bausch hat gesagt, die läuft immer am Grund, die probiert Luft für drin zu laufen. Die einzige Möglichkeit für das zu verhindern, das für die Wurst im ganzen Land zu bremsen. Das ist ja bestimmt am Interesse von Ihrer Partei auch. So mal, was der Dorner versteht. Weil das ist immer das, was ich für du gesagt habe. Der Dorner schreibt wahrscheinlich nicht für Reden. Was versteht der Dorner? Das hier am Land immer mehr Leute in der Wunde kommen, dass mehr Arbeitsplätze geschärft gehen, dass mehr Verkehr an dem Zusammenhang auch, dass an der Etüde noch schnell rauskommt, eigentlich von der Sache, wenn die Leute hätten gerne Migräne, da geht ihr hin, mit der Gemengen zusammen, geht alles verbaut. Wo soll dort Lebensqualität an die Leute gehen? Sie geht immer mehr auf. Die Leute, die hier in der Wunde kommen, sind auf ein Dorf, die wollten Dorfcharakter haben, schaut hier, viele Stück von der Nordstadt ausgebaut zu einer Mini-Ettelbreck, Mini-Dickes, von dem dieselbe Lebensqualität als für tun. Leute, die von auswärts von Escheiner kommen oder aus der Stadt, wenn die das Projekt sind, die fanden die ganz flott. Mit den Leuten, die hier wohnen, denen die Lebensqualität geht garantiert drauf, die geht nicht drauf. Das finde ich was auf der Weg. Ja, also, wenn der natürlich das macht, auch die urbanistischen Konzepte zu entwickeln, wie sie auch für verschiedene Leute angesprochen haben, kann ich recht. Wenn er das macht, uns da Rücksicht hat auf Geringflächen, da kann ich recht. Wie erstens das zu sagen, ich finde ja am Anfang gesagt, keinen wünscht sich. Ich kenne noch keinen an der Regierung. Mit denen, wo ich in der Regierung sitze ich schon 8 Jahre, schon nie in der Regierungsrat gesagt hat, also schaut, da war Zeit, dass man Gas gibt, dass man 1 Million Einwohner kriegt. Das ist so lebt das schon nicht. Erstens mal eine Entwicklung zu steuern, genau ökonomisch gesehen, das ist ja so präzise gut nicht möglich. Ich kann nicht einfach so mit einem eng bremsen, und da könnte kein Arbeitsplatz mehr bei. Ich will mal gar nicht von den Konsequenzen davon schwätzen, weil alle die Leute, die mir dann immer erzählen, du wärst schon froh, was man da ging, so, wie man dann Konsequenzen, die dazu gerieren, weil das du wärst auch froh, um zu stellen. Ich sage ein Beispiel, wenn man nicht ökonomisch gesehen so gut abgestellt sind, wie wir sind, dann hat man zusätzlich nicht die Krise, die man hoffentlich gleich hat, als hun durchkriegt man zuletzt EU minus 1,4% vom PIB, wo man Frankreich hat das minus 12, aber man hätte nicht staatlich, finanziell gesehen die Situation so gut geriert, wie man das tun. Da müssen wir auch diskutieren, wie viele andere Länder über ganz andere Sachen. Bon, meistens dann geht die Diskussion sehr in eine ganz andere Richtung. Die Chemie will diskutieren. Ich das auch so eine falsche Diskussion, weil hier geht es gar nicht darum, für Mordikus zu wursten. Mir geht darum, wenn die Straße da guckt, an den Raum da guckt, ja, das ist ja am Anfang, also das ist ja keine schöne Geringfläche, die da sitzt. Das ist doch nicht schön, was du hast. Will dir dort zu Fuß spazieren, lernst die dort den Akzent zentral? Ich nicht. Also außer, da muss ich mal masochistisch sein, für dort zu Fuß zu lernen, wie das ausgesehen hat. Ganz ehrlich gesagt, das ist doch nicht schön. Und es geht darum, Raum urbanistisch zu verschönern und natürlich auch dafür zu sorgen, dass das, was aber von mir leider auch Herr Banne gesagt wird, dass kann er auch Wohnungen kriegen, dass die Wohnungen können kriegen. Ich schon eine Wohnung, die hat wahrscheinlich auch eine. Voilà, wir sind zufrieden.
schon 2 Kanner, die hun Gott sei Dank auch eng entretan da viel missen dafür Stule für zu kreen. Mit sind aber ganz viel die kennen. Die werden froh, dat sind da die Hai am Land wohnen im Moment. Und dafür muss man aber auch nach an der Toten, wenn der Bild guckt, das schon nicht, dass das Papa so wie 4 war mich schlecht ist. Die hat schon, wenn der Begringung guckt, dann dort Gestaltung, wie Tenno so kennt ausgesehen hat, das ist eine Verbesserung Papa zu Haut. Dafür kommen wir her darauf, ich gehe nicht recht, wir sollen nicht Mordikus einfach an dem Moment das auch nicht mehr. Wir haben an der letzten Legislaturperiode, da sind 2 Firmen, die unbedingt auf Lützburg kommen, die haben wir nicht geholt, schlussendlich. Wir dürfen nicht alles sehen, wir müssen aber auch nicht bei alles so dat so wenn unbedingt so wo sind, dann hat man sie nee, doch man sehen, dass man will einen Raum, der besteht, besser gestalten wie in Haut das. Das ist heute ein Objektiv. Der Raum urbanistisch, verkehrsmäßig, wohnmäßig besser zu gestalten wie das. Du musst mir d'accord sein, ich meine aber, dass da tut eine Chance kein Sinn, wenn das nur so besser ausgeht. Just nach 2 Sachen, da sind ich fertig. Eier Taxzentralem gebaut gin, dass du Stungen Beem der Lächt, die sind nämlich zurückgesät gehen, das bisschen besser ausgesehen wie lo. Und danach 2 Sachen, de Kantonnement von der Bläsbreg op den Siever op den Enke gedöst war, und noch die von Ettelbreg op Fehler op, du dir lauter Rotpunkte gesehen. Die wären nicht zu realisieren gewesen. Da gehen so viel neue Kantonnement geplant, an Tunnelen, da sieht auch immer keine Rotpunkte mehr. Das erstaunt mich. Guck mal, für was? Also erstens muss ja ein Widerspruch. Lo verlangt der Kantonnement op Fehler, dut man just für 5 gesagt, muss man das alles tun, muss man dauernd fußen. Der Tisch die Hut also wahrscheinlich selber ein bisschen mal können Döner zu fuhren, dürfen sie dafür die Kantonnement. Aber so können wir ja nicht schwätzen, Madeleine. Am Gelefen des weiteren Entry hatte ich dafür zu so einfach lo Blandemännisches, der Toten aus gut, der schlecht, so funktioniert das schon. An den die heute Sachen, die sie lo geguckt gehen, weil sie das nicht verkehrstechnisch gesehen. Ich hoffe, du gesagt, wir müssen nicht Gefierer bewegen mit Menschen. Wir wissen, wie die Flühe sie von den Leuten wollen, für das wir da optimiert können. Und ich habe noch gesagt, fehlen als schon nicht raus aus dem Ganzen. Die nächste Etappe ist natürlich, dass wir da auch müssen gucken, was wir da machen. Wir noch mit der Gemeinschaft beim Ministerium kurz, du wir schon lo en attendant, dass wir eine definitiv verbessern können, aber auch schon verschiedene punktuelle Sachen können machen. Dürfen das nicht also mein Funktionament ist nicht so, dass ich einfach hinkomme und ich erzähle, weil das mir gerade in den Kopf kommt. Und das ist ein Gesamtkonzept, wo ich habe gesagt, Point Chose ist Verwaltung, Planifikation am Ministerium, bei CRL-Verwaltung. Also da sind x Verwaltungen, plus hat man noch den Büro Schrader dabei als private Büro, die Mathe und in den Etüde geschafft. Du hast ja studiert, du geguckt, dass wir nicht, wir kommen noch, das nicht 4 Stellen, wie ich halt zu Pi sage. Wir kommen nach hinten, 4 Stellen, 40 Stellen, für mal dich zu diskutieren, und zwar, wenn ich da konstruktiver, sachlich, und natürlich so daran können, dass so was schlecht an der Wirtschaft funktioniert, mir viele Lesungen zu sichern. Und nicht, weil ich hinkommen will kommen oder mir will hinkommen, und ich einfach etwas will Hühner testen und so, halt, du hast dann nur fertig. Da stehen wir, für eine Woche, für die tote 40 Stellen. Mit Livestream, Überdrohung, mit Publikationen, für Feedback von den Leuten zu kriegen. Wo die Menge zu Building beim neuen Pool d'Echange. Wir wollen das geguckt gehen, ob das Sinn möchte, für ein Opfangparking zu machen, für von der N7 Urwenruf Autoren auch vielleicht abzufangen, weil Zuverbindungen ja wesentlich verbessert von da. Die kriegen ja nur direkt sich, die fuhren ja nur dickrisch, auf den 2 Arenen, da fuhren sie richtig durch an Stadt. Das heißt, die kriegen mehr direkt sich Verbindungen und das gedurcht, am Anfang für zu so, die Leute aus dem Norden kommen, die an die Stadt wollen gehen, an der Welt, die haben eine bequeme Verbindung da vom Park N3, das wo der Käse steht, die sind ja sowieso auf der N7, auch von da aus den Zug zu holen an die Stadt. Das eben, die könnt all die Elemente nicht isoliert gesehen. Die muss immer im Zusammenhang gesehen, schon noch gesagt, die muss den Doplan auch gesehen, im Zusammenhang am Recht von dem, was gebaut wird. Und dann müssen sie. Und wir wissen ja, all wo der Arbeitsplätze sind. Wenn ich Heilbande ging frohen, wie viele Leute Heilbande schaffen am Ballungsgebiet Stadt? Wie viele sind das aber? Dann kommen wir strecken mal die Fange aus. Wahrscheinlich die meisten, gehe ich mal davon aus. Trauen sich. Nee, ich meine, kommen Sie aber auch realistischer näher. Wir wissen aber, wie die Situation ist.
an geht drums zu gucken, die Verkehr dann natürlich, wenn man von Urwerhalb oder Nordstadt gucken, für die Leute eine Situation zu verbessern. Das am Ende von der Entwicklung von der Nordstadt, mehr auch vom gesamten Norden, weil der bessere Verbindungen hinkriegt. Ja, Madame, komm. Also mein Nummer Chantal, wann der Rest denke, das Bild kennt weisen von der Achse Zentral. Ja. Weil da wohnen wir. Wenn es Eis noch geht, könnt ihr mehr aufhängen, dort zu bauen. Weil die Kameli, die wir haben, also ja. Da gewannen wir enorm an Lebensqualität. Und ich sehe nicht an, wenn die Straße verlöscht, wie schlecht das soll sein, kann ich mir nicht vorstellen. Aber wo ich ein bisschen froh bin, dass wir vorher viel am Velo. Wir haben alles Kommissionen gemacht, man am Velo, wie das wir da wohnen. Ich bin noch mal am Velo teilweise schaffen geworden, das wäre meist an Klinik. An Velospistolen, die lo besteht. Ich fuhre meist nicht gern um 5:30 oder um 6 durch den Busch hinaus auf Ettelbreck. Wenn du vielleicht am Konzept durchgehen, dass man vielleicht auch das Leid von Betten, aber egal wie, wenn sie Velospiste benutzen, sollen sie nicht nehmen, mit dem Auto hinfahren, hier kurz Velo holen und dann 2000 Kilometer fahren am Jahr oder ich weiß nicht wie. Am medizinischen Gebrauch. Mit dir kennt, wenn wir große Umänderungen machen, Veloen viel mehr gebrauchen, wenn der ich sicher fehlt. Ich bin bei den Leuten, wenn ich mit dem Velo fahre. Ich muss nicht mich durch ein Busch kriegen oder auch lassen, nur mit es mich das mir nicht aus, mit dem Velo bis auf Betten zu fahren. Wenn ich will, am täglichen Gebrauch holen, wäre es gut, wenn vielleicht durchgeht gehen, dass man da könnte mehr gebrauchen. Wir fängt schon auf der Achse Zentral. Okay, merci. Also, ich meine, du hast natürlich recht, also das, was Jolo Max Zentral aus der Bach gesagt hat, ein Mix zwischen Fußgänger und das ist eine Provision. Also das ist nicht das, wie in den Velospiste 4 statt, gehen Sie recht. Und da sieht ja, das ist am Anfang den nationalen Velospiste-Reso, so wie wir wollen gestalten. Da dabei könnt ihr aber auch, dass wir mit allen Gemengen am Gespräch sind, wie zu gucken, wie die kommunalen Velospisten, die geplant sind, dass wir die optimal ausschließen, die nationale Reso. Das ist am Sinn wieder gehabt, wieder vor dazu recht fand ich, dass ihr muss gucken, dass den überall hin könnt, übergehen, mit dann natürlich auch an Kartchen ran. Und dass das attraktiver auch sicher so sehen, bin ich 100% recht. Ich habe noch eine Frage. Pardon, ja, komm, Entschuldigung. Wenn Nordstadt nicht geht, kriegen wir das dann alles nicht? Ich habe für dich schon darüber geantwortet, dass für mich, also relativ klar, oder für uns ist relativ klar, dass Teilen als ein Teil vom Plan National de Mobilität 2035, an dem doch wie der Kulturmes auch gesagt hat, da gehen die Projekte an den Plan sektoriell Transport von der Landesplanung angeschrieben. Und ich bin überzeugt, dass die dort Sachen soll machen, man muss machen. Und das tut etwas, sieht man dann Fusion an dem Sinn, dass ich für Drüben erklärt habe, dass natürlich fand, dass du alles gebaut wird und die Entwicklungen dort stattfinden. Ich fand, dass es besser wird, Gemenge werden zu summen an engem Syndikat, also gingen alle davon profitieren, unabhängig egal was wo gebaut wird oder von ökonomischen Aktivitäten geschieht. Aber die dort Projekte, die Infrastrukturprojekte, die sind nicht liiert und gelingen von der Fusion von der Nordstadt. Absolut nicht. Okay, merci. Und dann ist noch eine Frage, die im Moment die nächsten 15 oder 20 Jahre die ganze Comedy, die du aber so kennt. Das ist ja nicht nur, dass das alles schön gemacht wird, alles schön tipptopp gemacht wird, aber das muss ja auch gebaut gehen. Tja. Ne? Lo haben wir ja schon viel Comedy. Ja, es gibt ein Betonier, an einen Ruf. Wir gehen es nicht mehr los. Aber wie ist es dann? Da kommen da am Platz 5, kommen da 20. Ja, also das, du hast recht. Natürlich, Chantierzeit ist nicht schön. Ich wurde selber auch bei Max, schon dazu nicht bei dem High-Projekt zu dienen, schon aber selber schaffen, ich mache am Ministerium und einem Projekt, das von denen, und ich hoffe, dass die realisiert wird, da werde ich für Menge dir gigantische Chantier während pro Jahr. Aber ich sage mal, okay, da plane ich mich pro Jahr, weil ich weiß, dass das schon noch kriegen einfach besser ist. Aber ohne Chantier, also ich verstehe sich, aber ohne Chantier kriegen wir gut nicht gemacht. Das ist ganz klar. Und Chantierzeit, das ist immer eine schwere Zeit. Da kann ich
kann ich doch kein Alternativ, dass wie der Macht gesucht wird, den Zauberstab, den geht es nicht. Und wenn man will etwas erreichen, dann muss man bauen. Das ist ja. Also Menge Frage geht ein bisschen weiter, wie man da mal geschwätzt wird. Wir schwätzen von 2035, da gehen wir davon aus, dass dann alles besser geht. Zurzeit tun die Angeldörfer Leute mit der Achse Zentral, die 2019 angewiesen gehen als absolut Dashcards, sind eine Comedy, sind ein Durchgangsverkehr. Weil in denen nur seht, an 20 Jahren oder 15 Jahren optimistischerweise geht alles besser. Ich meine nicht, dass denen damals viel geholfen war. Da bräuchte man relativ kurzfristig Projekte, wie in denen hier schwierige Situationen kann ameliorieren. Genau dasselbe verhält für mich am Moment zu Bierden. Mir schwätze viel oder mir die setzt auf den öffentlichen Transport. Zur Zeit, als den Bierdener Schüler quasi nicht möglich, mit dem öffentlichen Transport pünktlich an die Schule zu kommen. Auch du müsst ganz kurzfristig viel Sachen geschehen, für dass eben die Sache lo besser geht und nicht 2035 schwach an 20 Jahren oder mehr später. Ich gebe dir recht, wir können nicht so, wir werden just drauf, bis das fertig ist, und dann attendons wir mal gut nicht, und so auch die punktuellen Mesuren gucken, die ich kann machen. Der Schülertransport will ich sowieso die national, also Mühe an der Reform vom RGTR, die man gemerkt hat, dass der Schülertransport noch nicht dran gewesen. Die könnt ihr separat. Die ganz rausgeholt, weil man mehr flexibel will, Möglichkeiten schaffen, für den Schüler offert gezielt besser zu machen, uns das normal Reisender, also beim Schülertransport fuhren. Und das ist so, dass natürlich am Busreso muss man gucken, wir versichern die Busse überall zu priorisieren. Das größte Problem am Busreso auch, dass das nie immer am Stau steht. Das ist natürlich klar. Wir gucken den ganzen öffentlichen Transport en Permanenz an den Schülertransport, da sind wir noch nicht fertig, also näher in unserem Land. Du hast noch immer den alles System, der besteht, mit das aber die Etappe, die du könnt, und zwar direkt in der 50 Jahren für den Schülertransport ausweisen. Sowieso, der Busreso, der wird en Funktion von dem, was dosig entwickelt, nur natürlich immer nach neu adaptiert gehen. Busreso ist sowieso etwas, was permanent muss adaptiert gehen. Die kriegt auch von uns zwar eine riesige Reform gemacht, eine ganz neue Reso angefordert. Ich schon immer gesagt, das ist nicht erbittert gegossen. Du musst in all Jahren neu evaluieren und immer gucken, als nur, wenn ihn an der Praxis umsetzt, funktionieren Sachen nicht so, wie es sich zu viel gestaltet wird. Wenn es Verkehrssituationen, die sich auch verändern, mit zweitens auch die Entwicklung, die mitspielt. Also, mir tut aber recht. Es geht auch nicht darum, sondern ich fand, wenn man Sachen können Haut machen, und das soll auch mit der Gemeinde zusammen geguckt gehen, und nicht kein Problem für Bierden oder für egal andere Regionen, da sind wir auch bereit zu helfen, die zu machen. Auch wenn das nicht so ist, kann ich so viel Gemengen, die bei mir kommen, mit Gemenge Straßenprojekten, die an der Responsabilität von der Gemenge sind, wo dann versichert Dröstation oder andere Sachen zu bauen, aber wo es nicht geht, wenn wir Möglichkeit tun, als Staat zu helfen, dann machen wir das doch. An kurzfristig wird dann der Verleih für die Aufhilfe zu schaffen, mit dem Comedy, den Herr Türmes, von dem aus an der Versammlung, wie man darüber geschwatzt gehen hast. Ja, wir haben also die Menge Max Zentral, wir haben das auch analysieren los, das kostet natürlich Geld, und das ist nicht komplett vom Tisch. Wir müssen dann noch gucken, auch in Funktion vom Timing, versteht das, wir haben das aber noch immer auf der Agenda stehen, und das nicht vom Tisch, für zu gucken, für kurzfristig auch Sachen zu machen, für denen Leute zu helfen, punktuell, wo die Mente Comedy sind belastet. Und dat eventuell auch nicht auf privatem Terrain 4 lebt, ein Trittwer Mixland stehen aus 3 Meter breit. Zu Angeldorf selber geht der PC National an, stehen aus knapp 2 Meter breit. Du 4 Land Angeldorf fuhren nicht so viel verloren. Das ist sich ganz gefährlich, weil in 19 Mal gekreizt geht, wenn den nur bei der Total Lufthansa dann nicht bei der Kuwait rauskommt. Schmengen, dass in do von der ganzen Velospese Trittwer auch ein bisschen Platz kennt Opfer für denen Leute wirklich Aufhilfe zu schaffen. Und ganz kurzfristig du wirklich die Situation oder Lebenssituation, die Lebensqualität, wie sie oft genannt wird, einfach zu verbessern. Also wir gucken das nur, ich meine, wir sollen den Achse Zentral an der Hinsicht Comedy, auch die Velospiste der Toten und Trittwerke gucken, was wir kurzfristig können machen. Okay. Wie du recht, ich meine, wir können nicht also offen direkt kein Wunder können bewegen, aber punktuell kann ich sicherlich Sachen machen, ja, aber ich helfen, die Situation zu verbessern und attendant, dass ihr ein anderes Projekt könnt. Ich
gesehen am Moment kein mehr den Tant nach. Kommen man eng lecht run den Herrhai, war nach Lo een ass sich da vielleicht meldet, da ging man no zu ich gesehen okay mir dann du dir dat lecht wurt. Merci. Das sind die Gilbert von Eppelding an es schon just eng froh. Es sind ganz d'accord mit der Vision, die da do vierbrucht hat, mir schon eng konkret froh. Wir sind hier am Norden, du hast auch Landwirtschaft. Als du und Landwirtschaft gedurcht gehen, dir wisst, wann Rekoltzeit ist, dann hast du Kanton so für die Landwirtschaft. Wie ist das dann Zukunft? Müssen die dann hier raufkommen, durch Eppelding fuhren oder von allen Seiten, wie sie da kommen? Das ist mich froh. Wie geht das in Zukunft? Müssen die durch Dörfer fuhren oder dürfen so über die Feierspurstraße? Es gibt keine Feierspurstraße, also außer. Also die einzige Feierspur, die Target, das ist B7, wenn die verlängert wird auf den Friedhof. Ja. Das geht ein Ström, ich meine, froh, froh ist, am Moment, wenn ich das schon, wenn die Zeit von Rekord ist, dann dürfen sie auf der Feierspur fahren. Okay. Geht ein Ström auf Traktoren oder Meter, dann einer dürfen auf der Feierspur Straße fahren. Also die Frau ist ganz berechtigt. Das ist gesagt, dass man am Sommer immer van Rekol das mat B7 op dem Transport opmachen. Mat dem ganze Restrukturant wie mal lo bauen noch van die ganze Apaisement denke kommen an den verschiedenen Wirtschaften oder steht, dann also doch für die Landwirtschaft auch umso mich schwer vielleicht oder durchzuführen, für keine Alternative, wie mehr in Zukunft auch B7 für die Zeiten dann eben noch für die Landwirtschaft dann ablosen. Okay, das los du hast nach da hört dir dat allerlecht fur. Nummers Projekt Klaus von Eppelding, das an Schmienfrau und Paul Chaussee. Ich fand das ganz vor der Macht eigentlich ganz gut, auch mit den Tunneln. Aber war das da vier gesehen, den nämlich Tunnel wie in der Nordstraße, die als zweiten Dach zu sind. Ich hat schon gedurcht, hey, gegen die Follow nicht gestaltet, nur selber gestaltet. Also das ist ja eine Katastrophe. Nee. Vor allen Dingen, wenn die als zweiten Dach zu sind, dann muss er doch eine Division bauen. Sie sind doch noch schon so als zweiten Dach zu. Kommen Sie mal auch da. Aber ganz oft, aber ganz oft. Die Wartung selber, der Bach kann es dazu so. Die Wartungsarbeiten, die müssen, das ist sowieso überall an der Welt gehen und tun, dann müssen regelmäßig Wartungsarbeiten aus Sicherheitsgründen gemerkt gehen. Der Macht kann dann kurz erklären. Da gehe ich ganz recht, wenn das in der Schweiz oder Österreich so in dem Umfang wäre, da geht halt alles zusammenbrechen, die Verkehr. Oh, also, also Standarde will ich aber so in Österreich, also die sind, das ist überall die nämlich Standarde, die der Haut 4 geschrieben kriegt, aus ganz guten Gründen, die annähernden Tunnelen aus Sicherheitsgründen mussten überprüft gehen. Der schmolst Schweiz, da wären Accidenten. Ich will just so als Beispiel so, wie die Nordstraße am Bau war, dort ein Tunnel müssen notwendig ganz Ähnliches gebaut gehen, nur dem schweren Accident an der Schweiz. Also, just für so, also die Standarden Haut sind aus guten Gründen relativ streng. Mir macht so du als etwas über den alldäische Wartung an den Tunnel. Ja, also das wie ich schon bei einer Versammlung gesagt ein Tunnel, das ist nicht ein Bauweg, das ist nicht ein Betonstyp. Ja. Da ist ganz viel Technik dran, da sind 67 Daten, die permanent gemost gehen ran. Und da sind ganz große Computertechnik auch an drin, da sind viele Luchten, da sind ja auch die Anzeichen an dem Dach. Und das eben bedenkt eben durch die ganz Sicherheitsvorschriften, die Richtlinien, die eben ganz europaweit gültig sind. Und da sind noch die Schweiz und die Österreicher nämlich drin wie mehr. Und das ist just, wenn wir in Österreich Skifahrer gehen, da machen sie nicht gerade Wartung, weil sie ja genau wissen, was für Inzidenz das im Trafik dann hat. Aber das ist auch so, dass die Tunnel auch Werten gesperrt gehen. Und noch war mal ein Accident ist, da könnt den Tunnel zugemacht, dann haben wir noch immer eine Alternative, dann haben wir noch immer die Wehe, wie wir sie Haut fuhren, die können wir da fuhren, das eben daneben just für eben einen gewissen Zeitraum, wo wir da probieren natürlich die Zeit nicht mehr dort zu lehen, wo am ganzen Trafik ist, sie wird dann ernöcht, sie wird dann an Schulvakanzen, wo wir wissen, dass viel mehr Trafik ist, wo man dann das so planen, so dass da oben ein Autobahn geplant, trifft nicht keinen. Es sind immer Leute, die dann trifft, die dann gerade dann müssen an NRW sind, an Städtisch
schon noch schon eins geflucht wann ich da gefu wir wissen dat so was da können die regelmäßig viel mit das hier aber auch do immer ein Alternativ do für dat zu machen. Ich wollte dafür drin auch da war ich froh, die war leider unbeantwortet blieben. Ich bin war dat nach ugeschwert gehen man neue Projekt zu Ettelbreck von der Schule. Ja. Also mir ist ganz viel Gedanken. Mir war Joa drunter geplant, ja, wo man all die Ministerien geschwert hat, wo man alle Verwaltung geschwert, wo man denen alles gewiesen hat. Da sind wir bei allen Schafferräten kommen, in dem Projekt mit allen Schafferräten diskutiert. Doch da hast du Ettelbreck direkt von der Schule geschwert. Das ist nicht, dass wir das nicht im Rad haben. Wir haben dort zusammen gesagt, wir haben doch schon Lesungen, wie man das könnte machen. Dann haben wir alle Gemengeräte zusammengerufen, denen haben wir das auch alle gewiesen. Also sind wir eben, da kommen wir bei Eich, bei Pirsch, oder weiß ich das auch nicht. Ich möchte alles ab, was man von Informationen kriegen. Und du hast natürlich auch die Informationen kommen von der Schule. Und auch da sind wir über Lesungen gefunden, wie auch die Sache, man heißt über dem Wasser, was auch immer umgeschwert wird. Auch da haben wir Lesungen, wie man den kastanierten Verwaltungen geschwert. Wir wissen, dass die, was da Trinkwasserzone sind, wir haben das doch schon ein paar Mal gesagt. Den Tunnel, den wir bauen, das ist ein Typ, das ist ein hermetisches System, den ist aufgeschlossen, den ist in einer Kusch dran, wo man unter dem Trinkwasser durchführen, aber das hat nur absolut kein Problem wird gehen. Die Prinzipien sind mit den verschiedenen Verwaltungen aufgeschwert und wir sind da alle der Meinung, dass wir die richtigen Lesungen da werden fallen. Das ist nicht, dass das ein Problem ist, das sind Diskussionen, die müssen gemacht werden. Wir sind am Anfang von einem Konzept, da sind natürlich all die Details, die Etüden zu machen, die wir schon dem, was im Gang sind, dem, was wir müssen aufhängen. Und dann gehen wir dann da an die Realisation. Merci, das ging so und das war ein gutes Schlusswort von Marc Ries. Dann so nicht ein großes Merci für den neuen Typ, so lange als du gelauscht hat, aber auch froh, kritisch, kontrovers gestaltet hat. Und schmengen über das ganze Projekt wird man nach mehr wie Enke müssen zurückkommen. Merci vielmals und schön. Herr Minister, das ist aber Schlusswort nach Enke. Machen für dich de große Merci für die Präsentation, ein große Merci und die Leute von Irpeling, Angeldorf und von Bierden, dass so zahlreich kommen sind. Ich kann nicht just etwas so, Nordstadt, die können für Fusionen, sie gehen Fusionen, sie für Nordstadt, geht Nordstadt. Mit Nordstadt ist definitiv an der Stadt angekommen bei den Ministerien. Die hat den Novent aber etwas verstehen, sie machen sich viel Gedanken in unserer Region. Du machen Sachen, die ich nicht gefallen, nicht gut sind. Wir dürfen immer ja haut heu, ich meine, du hast der Urregungen gehen, die mich kritisch. Der Gemeinderat hat ganz klar verstanden, die Bierder-Fraktion, die geht nicht vergisst, wir werden als Ersätze für euch. Das verspricht nicht ich, auch Angeldorf. Wir hören ja die Allianz noch gerne und ihr könnt gerne den Chefrat der Gemeinderat kontaktieren. Ganz konkret, Herr Minister, effektiv den neuen Horaire RGTR Bustransport für als Schüler von Bierden ist nicht glücklich. Soweit ich weiß, kommen Schüler alle eine Viertelstunde zu spät. Da wäre ich froh, wenn man ganz kurzfristig eine Lesung fanden. Oder bei der kleinen Message, den ich noch wollte weitergehen. Aber ich weiß, dass man nach den nächsten Wochen am Main werden oft zusammen sitzen. Dann konkret Probleme, aber auch die Ideen, die kommen, dass man die ausschwätzen und dass man da eine proper Lesung finden. Ich weiß aber auch etwas, Schilberg, du willst vielleicht, dass man nicht wusste, aber das ist Menge in der Nordstadt zwischen Dickisch und Nettelbrück nicht machbar. Den Terrain ist aber so attraktiv, wir leihen bei allen Infrastrukturen, wir leihen bei der Gäre, wir leihen bei der Autobahn. Die Leute wollen hier hin und Wohnen kommen. Das gesehen ich nur die Projekte, die im Moment laufen, wie ich gesehen, wie sehr die Kompromisse wohnen, wie die hier nach Schriebe gehen. Ist das hier eine ganz attraktiv mengenische Region, Nordstadt. Die Leute wollen hinkommen, aber wir müssen wirklich, wie gesagt, Probleme von der Mobilität für allem, aber auch andere Probleme umgehen. Ich hoffe, dass man das realisiert. Wir gehen auf jeden Fall das Beste. Da will ich aber noch etwas ganz Wichtiges sagen. Schon hier an den 2 Veranstaltungen, die bis dahin waren, über nichts zu trinken, wir haben zu Irpeling etwas zu trinken. Die könnten gerne hier bleiben und ein bisschen diskutieren. Und ich wünsche euch dann einen schönen Abend.